Hallo zusammen und herzlich willkommen zum 47. Volline-Podcast. Mit uns heute ganz ein spezieller Gast, Martin. Herzlich willkommen. Vielen Dank, hallo miteinander. Freut mich, da zu sein. Schön bist du da und auch dir. Schön, willkommen. Hallo miteinander. Auch dir, Martin, danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast, zu uns hier ins Studio zu kommen. Wir werden dann noch schnell die auf YouTube begrüßen, die wenigen, die ja jetzt seit Neuestem zuschauen können, aber eben, es ist mehr so ein bisschen in der Testphase. Ja, genau, wir sind jetzt hier mit dir, es freut uns sehr und du hast vorher gerade kurz gesagt, wir haben uns an der Zugermesse kennengelernt und unser Thema war ja, oder unser Ziel war, mal irgendeinen Zugersportler irgendwo an der Zugermesse zu beobachten, oder? Und dann anzusprechen und dann per Zufall war es halt dann der Martin Elmiger gewesen. Und du hast spontan zugesagt. Bist aber noch nie in einem Podcast gewesen, hast du gerade vorher gesagt, oder? Genau, das ist meine Premiere da, inklusive Videoaufnahme. Genau. Aber so, also mit Interviews bist du ja vertraut, oder? Du hast ja eine relativ lange Karriere gehabt. Ich nehme an, beim SRF bist du auch ein paar Mal gewesen, oder zumindest ein paar Mal interviewt worden. Also von dem her mache ich mir da gar keine Sorgen, dass das nicht gut kommt. Nein, ich bin zweimal im Sportpanorama gewesen und sonst viel interviewt worden, ja, zwischendurch. Also das ist fast die gleiche Liga. Medienschulung, Zertifikat, sehr gut wahrscheinlich. Ich bin jetzt doch nervöser als damals. Nein, okay, nein, das ist gut. Ja, ich glaube, wir bleiben trotzdem bei unserem kurzen Wochenrückblick. Ich weiss nicht, Oski, was hast du zu sagen, sportlich gesehen? Wie ist deine letzte Woche gelaufen? Ich habe sportlich mich nicht so fest betätigt. Entsprechend würde ich einfach einen Tipp geben, und zwar einen Serientipp oder beziehungsweise eigentlich einen Filmtipp auf Netflix. Für die, was interessiert, es geht da vor allem um Basketball, das Redeem Team. Es geht da ums Olympiateam von USA im Basketball 2008 in Peking an der Olympiade. Und es ist wirklich ein geiler Film, der so ein bisschen aufzeigt, wie sie das ganze Projekt aufgebaut haben mit all diesen Superstars, mit diesen grossen Egos und wie sie das alles unter einen Hut gebracht haben. Und ich finde das natürlich ganz speziell, weil ich mich sehr gut an das Finale mag erinnern. Das war eines der besten Basketballspiele scheinbar aller Zeiten gewesen. Ja, das stimmt. Spanien, USA und das war wirklich so ein bisschen, für mich auch ein bisschen nostalgisch gewesen, da all meine Lieblingsspieler nochmal so gesehen und entsprechend ist das mein Teil vom Wochenrückblick. Eben, du siehst, Martin, er ist mehr der Fan, oder? Aber er weiss dafür extrem viel über die ganze Sportwelt und das ist ja auch so ein bisschen unsere Aufteilung, dass er so ein bisschen das Wissen bringt und die gesamte Sportwelt abdeckt. Und ich habe mehr die Insights und die Zeiten vom Sport selber. Aber das nur kurz, dass du gerade weißt, wieso er jetzt auch von einer Serie redet und vielleicht nicht so viel trainiert hat oder so. Genau. Ja, am besten, jetzt nimmt es mich aber Wunder, Martin, deine letzte Woche. Was kannst du uns da sportlich, oder willst du uns da sportlich erzählen? Ja gut, Sport machen selber mache ich eigentlich noch genug, aber nicht intensiv. Ich habe jetzt aber am letzten Wochenende Tortur Gravel auf dem Programm. Ja. Ich bin bei Tortur dabei, auch als Road Captain und durch Leute Coaching, Camps und so. Und auch für die Strecke bin ich verantwortlich, je nachdem. Und ja, jetzt war Freitag, Samstag, Sonntag im Zürichberg oben das Gravel-Rennen. Okay. Easy Ride am Freitag und dann Samstag, Sonntag eine Etappe. 90 und 80 Kilometer fast, auf Kieswägli und ich habe mir das wieder mal in Dreckig gegeben, wieder mal wirklich ans Limit gehen und bin tief gegangen und habe dementsprechend müde Beine heute, aber ein super Erlebnis gewesen, irgendwie 150 oder 130 Graveler am Start und dann am Schluss ein bisschen müdes Ziel und dann eins näher zusammen, es ist wirklich eine super Aussicht über dem Zürichberg, auf dem Zürichberg oben. Ja. Mega Highlight gewesen eigentlich für den Ende Oktober-Tag. Ja. Okay. Sehr geil, und du hast gerade gesagt, tief gehen. Jetzt nimmt mich das gerade Wunder, das ist, und in der Velofahrersprache heisst tief gehen, wenn du eigentlich voll reingehst, oder? Also wenn wirklich dir cheesig ist, blöd gesagt, und so richtig deine Beine wieder mal am Leiden sind. Ja, genau. Also ich trainiere jetzt nicht mehr so intensiv und mega viel. Ich habe jetzt die letzte Woche eigentlich nichts gemacht. Und bin dann wirklich völlig frisch. Wenn man frisch ist, kann man viel mehr ans Limit gehen. Das ist ja, seit ich aufgehört habe, am 17. der Fall. Oder? Ich bin meistens erholt, wenn ich aufs Velo gehe und kann immer tief gehen. Das heisst, ich kann wirklich recht so tief gehen, wie ich vorher nicht konnte. Ich kann wirklich machen bis fast das Gehör raustatscht. Da muss ich fast ein bisschen aufpassen, weil ich immer frisch bin. Aber
ich mache es nämlich wirklich nur so auf kurze Zeit, nicht so länger lang leiden mache ich eigentlich nicht mehr gerne, mache ich ja nicht mehr. Okay. Also das ist sicher nachher noch ein Thema, wo wir da ein bisschen genauer werden anschauen. Jetzt zum Detail noch ganz kurz abschließen. André, kurz deine Woche. Genau. Ich bin auch jetzt wieder die erste Woche nach meiner Sommerferien eigentlich, oder nein, meine einzigen langen Ferien, bin ich wieder zurück in Sarne gewesen, jetzt die erste Woche am Trainieren. Und wir haben das Training wieder aufgenommen für die neue Saison jetzt. Eigentlich die Vor-Olympiasaison schon. Es geht schneller, als man denkt. Und ja, ich habe auch nicht so viel gemacht in meinen Ferien. Ich habe den Trainingsplan vom Trainer auch nicht 100% verfolgt. Dementsprechend bin ich auch tief gegangen, mehr oder weniger am Freitag und am Samstag. Wir hatten noch einen Laktattest gehabt. Aber der Schaden ist nicht gross von der Ferien. Es ist alles gut und ja, jetzt geht es so weiter. Genau. Sehr geil. Und ja, dann würde ich sagen, wenn wir unsere Woche quasi resümiert haben, dann kommen wir zum wichtigen Teil und das bist du heute, Martin. Und genau. Martin, wir machen es meistens so, dass der Gast sich gerade selber vorstellen darf. Okay. Ja, gut, Martin Elmiger, bin 44, im Kanton Zug aufgewachsen. Damals mit 12 dann das erste Mal Tourensuisse gesehen am Strassenrand und gewusst, das wollte ich auch. Habe zwar eine Lehre gemacht als Tiefbauzeichner, 4 Jahre, und dann danach einen Vertrag gefunden mit einem Veloteam. Post-Swiss-Team damals, also wir dürfen 17 Jahre lang mein Hobby zum Beruf machen. Habe dann nach 17 Jahren lang Veloprofi aufhören im 17. Und habe während der Karriere eine Beschriftungsfirma gekauft mit meiner Frau zusammen und bin jetzt dort tätig im Verkauf. Nebendran habe ich 2 wunderbare Töchter, die 7 und 9 sind, und bin aber mittlerweile leider geschieden. Aber wir haben ein gutes Verhältnis und sind eigentlich sehen uns oft und gut, können immer noch Sachen zusammen machen als Familie. Ja, und bin immer noch gerne am Sport machen. Mache eigentlich meine Yoga-Session am Morgen alleine für mich, meditieren und bin wirklich eigentlich gerne in der Natur und bin ein glücklicher Mensch. Das ist das Wichtigste, oder? Also, wirklich, ja. Das kann man wirklich sehr schätzen wissen, wenn es so ist. Jetzt, du bist ja eher einer, also wenn man das so sagen, von den berühmteren Fahrer in der Schweiz. Also du hast schon gewisse Sachen erreicht, die jetzt nicht jeder Sportler in der Schweiz erreicht. Wir kommen dann vielleicht noch später zurück auf die wichtigsten Erfolge von dir. Jetzt eben, gibt es doch noch gewisse Leute, die dich auf der Straße irgendwie ansprechen, oder sind wir die einzigen 2 Idioten, die jetzt an der Zuckermesse zu dir kommen und sagen, hey, du bist doch der Martin Elmiger, geiler Sieg? Oder wie hast du das im Moment? Also ich nehme jetzt nicht an, dass du dich musst verstecken, aber... Also schon eher selten eigentlich. Also es gibt schon Leute, die zum Teil mich ansprechen, aber mehr so, wenn wir auf dem Velo sind. In der Stadt gibt es vielleicht so einmal im Monat gibt es schon mal einer, der mich anspricht, oder irgendwie an einem Stand oder irgendwo. Es gibt schon Leute, die ich nicht kenne, die mich ansprechen. Das gibt es aber jetzt nicht irgendwie ständig, nein. Das bin ich zu wenig bekannt und zu wenig gut gewesen. Also einer der grössten Fans von dir war ja mein Vater. Du bist ja mein Nachbar. Nachbar, genau. Du hast im Haus vis-à-vis gewohnt. Und ich mag mich erinnern, mein Dad ist immer gekommen, so, hey, ich habe den Elmiger gesehen. Und ich bin halt so, wie alt bin ich denn gewesen? Ich weiss nicht, wenn du weggezügelt bist, aber du bist gar noch nicht so alt und auch noch nicht so sportinteressiert wie heutzutage. Dann habe ich gesagt, wer ist der Elmiger? Und so. Aber ja, nachher mit der Zeit, wo man natürlich auch anfängt, Velorennen zu schauen, und plötzlich so, oh shit, das ist ja ein Profifahrer und so. Und dann habe ich wirklich langsam auch ein bisschen von deiner Karriere mitbekommen, auch gerade die grossen Rundfahrten und so, wo du teilgenommen hast, das habe ich dann alles miterlebt. Und ja, ich glaube, das ist eigentlich gerade ein gutes Thema zum Einsteigen. Eben der Kontrast von früher zu heute. Wir haben vorher schon angesprochen, du machst immer noch Sport und so. Und was mich jetzt wundernimmt, ist, wie viele Kilometer machst du eigentlich noch so im Monat? Also gut, im Jahr weiss ich einfach, also im Monat habe ich manchmal nichts und manchmal 2000. Also im Gesamt habe ich jetzt etwa 6'500 das Jahr. Ja. Es gibt zwischen 7'000 und 8'000 pro Jahr noch, was eigentlich cool ist. Und das lange mir eigentlich auch. Also ich bin mit denen wenig im Verhältnis. Vorher sind es über ich kann sagen, so viel mache ich nicht in 10 Jahren. Ja, vorher sind es über 30'000 im Jahr, oder? Ja, das habe ich irgendwo gesehen. So 32'000 bis 33'000 hast du mal gesagt. Genau. Und das ist ja abartig. Also, wie ist das eigentlich jetzt,
jetzt greife ich schon ein bisschen vor, aber die heutigen Profis, jetzt dort auch nochmal eine Steigerung gegeben von der Kilometerzahl oder ist man da einfach noch ein bisschen smarter geworden und fährt gleich viel? Wie ist das Eher weniger. Eher weniger? Ja, wirklich unter 30 sicher. Ja, okay. Nicht so viel. Man muss ja sicher noch sagen, wenn man Rennen fährt, bis zu 80, 90 Renntagen, macht man halt die Kilometer auch schneller. Also das heisst, in Stunden bin ich jetzt im Verhältnis mehr unterwegs als früher, weil der Durchschnitt ist ja schneller. Ja, das macht Sinn. Wenn du Tour de France fährst im Juli, hast du 4000 Kilometer im Monat, oder? Und der Schnittdurchschnitt ist vielleicht jetzt 2,43, oder? Und alleine ist vielleicht bei 28 bis 32, wenn du schnell fährst, oder? Darum, ich habe einen Kollegen, der hat oder immer noch, der macht 1000 Stunden pro Jahr. Das heisst, der ist fast das Profiniveau, oder? Das aber ist er ist Lehrer nebendran. Also, und ich habe gar nicht viel mehr gemacht, aber einfach schneller halt. Ja. Okay. Aber du hast recht, man fährt smarter, man hat mehr trainiert alleine auch. Ja. Wirklich der Sweet Spot, wirklich, dass man nicht trainiert. Und ist ein bisschen anders durch den Radsport. Okay, ja, das ist eben auch, jetzt müssen wir ein bisschen schauen, dass wir noch nicht zu viel vorgreifen. Ja. Aber jetzt nimmt mich gleich noch Wunder, du hast Tiefbauzeichner gelernt, also Berufsschule in Zug. Und wie hast du denn, oder wo hast du dich entschieden, ich will Velo-Profi werden, also wirklich das ganze Programm? Wie ist das? Ist das ein Moment gewesen, oder hat es dich einfach so reingezogen und du bist hast es gar nicht richtig mitbekommen? Also mit 12 Jahren habe ich entschieden eigentlich. Aber wirklich der Moment? Ich habe wirklich gewusst, das wollte ich fertig. Krass. Und ich habe eigentlich alles dafür gemacht. Es ist eigentlich gar kein anderer Weg für mich. Es ist wirklich geil, dass das wirklich dass den Moment gibt, oder? Ja, das ist wirklich so, es gibt nichts anderes. Das wollte ich machen, fertig. Ich habe zwar noch Mountainbike, bin ja noch gefahren in dieser Zeit, auch der Nazi gewesen, durfte schöne Rennen fahren im Ausland. Aber ich wollte immer Strassen-Profi werden. Und die Tour de Suisse fahren vor allem. Ich wollte gar nicht gewinnen. Das war gar nicht mein Ziel. Ich wollte einfach die Tour de Suisse fahren. Ja. Was hat überwiegt? Talent oder wirklich der Wille? Ja gut, das ist immer eine Kombination. Aber gewisse Talente musst du bekommen von der Natur, denke ich, gewisse Gene. Aber du kannst sicher vieles mit dem Willen, mit der Freude vor allem, kannst wettmachen, oder? Mit der wie heißt das schön? Passion, oder? Passion, die Leidenschaft, Leidenschaft, oder? Aha, ja. Und es gibt sicher halt, wenn du einen Test machst als Junge, ich weiss, ich habe einen Test machen als Junge. Also was heisst als Junge? So ein EKG, Sport-EKG mit etwa 12, 13 damals, im RMV am Hagedorn. Ja. Und der Arzt hat mir gesagt, also auch die Eltern gesagt, also Velofahren ja, aber er wird sicher nie können vorher mitfahren. Okay, krass. Und das ist schon noch, wenn der mit dem weißen Kutter sagt, das ist schon noch etwas, wo tief geht, oder? Und dann hast du mal wieder geschrieben? Natürlich nicht, aber man sieht einfach, wie manchmal gewisse Leute einem in eine Schublade tun. Krass, ja. Und eigentlich einem Träumwände irgendwie wegblasen. Und einmal mehr, wenn du eine Passion hast und eine Freude hast für etwas und der Weg siehst, dann wird dich meistens nicht daran hindern. Und wenn es nicht muss so sein, dann ist es auch nicht so. Aber ich habe auch damals die Lehre so ausgewählt, in einem Ort, wo ich ein bisschen Velofahren nebendran, wo ich auch sportaffin war, meine Lehrlingsbetreuer damals, der war ein bisschen sportaffin und darum auch, ich habe hier schon die Lehre so ein bisschen ausgewählt, dass ich nicht den ganzen Tag muss irgendwie draussen arbeiten und müde bin am Abend, sondern ein bisschen draussen und ein bisschen drinnen als Tiefbauzeichner. Okay. Und wie hast du dich denn, wo du noch nie jetzt in einem Kader warst, hast du alleine trainieren oder wer hat dir dort am meisten geholfen? Ein spezifischer Trainer von Hagedorn oder? Ja, wir haben bei uns im RMV am Hagedorn so ein paar die einfach immer da waren. Und das war ein Touri dahinter. Und Bruno Schwengler, möchte ich mal meinen, die beiden. Das sind einfach so im Club einfach so meine Ansprechpersonen gewesen, die einfach immer auch das Training geleitet haben, die einfach immer da waren, auch mit den Trainern sind mit dem Büsschen. Und durch die dann geht es nachher weiter. Bin ich schnell mal als Biker, bin ich in einem Team gewesen, dann U23, da kommst du in Mannschaften nie. Ja. Dann wird es immer professioneller, oder? Und dann brauchst du den Club gar nicht mehr. Genau, ja. Und das ist im Radsport halt recht extrem, weil dann plötzlich bist du halt dann international und dann bist du zahlt sogar noch und dann bist du weg vom Club, oder? Aber der Anfang, da brauchst du einen Club eigentlich, um mal anfangen, um das ABC mal beizubringen. Ja, das ist sicher so, ja. Und was mich wundernimmt als absoluter Laie, merkt man denn schon als Junge, so, was man für ein Typ Fahrer wird? Oder kann man das antrainieren oder wie entsteht das? Ja gut, regional merkst du schnell mal, wenn du gut bist, oder? Du bist meistens immer vorne.
bis halt mal international gehst, dann siehst du, oh, das gibt es ja noch, es gibt Sprint, es gibt Seitenwind, es gibt Zeitfahren. Und dann kommen all die Besten von diesen Disziplinen. Oder? Und dann merkst du, da bin ich vielleicht nicht so gut, Bergfahren gibt es auch noch ein paar bessere. Also es ist so ein bisschen, noch merkst du, okay, gibt ein paar Defizite, ja, es gibt noch wirklich noch viel bessere. Ja. Und vor allem in diesem Alter, wo natürlich auch körperlich noch, also ich bin eher hinten nachher gegen die Ausländer, sage ich jetzt mal, wo da schon als Junior mit Bartwuchs gekommen sind und ich war dann noch grün hinter den Ohren gewesen. Ich habe mir später eigentlich den Knopf aufgemacht international. Ja. Was aber sicher auch ein Vorteil kann sein, nicht? Dass du noch nicht so früh, sagen wir eben, so entwickelt bist, dass ich habe das Gefühl, jetzt, was ich so ein bisschen mitbekommen habe, auch beim Rudern, viele sind dann zu früh wie so ein bisschen verbrannt gewesen, oder sind ausgebrannt. Und dann, die haben dann irgendwann mit der Zeit aufgehört. Ich weiss nicht, vielleicht ist das schon ein Vorteil, wenn ihr ein bisschen später noch, klar, du musst irgendwann auf das Level kommen, aber noch nicht gerade mit 15 so einen Bart hast und... Definitiv, also ein Talent ist ja gut zum Gewinnen, aber nachher nur mit dem Talent bleibst du nicht in der Spitze. Du musst ja mit Niederlagen umgehen können. Und dort ist aber nicht nur das Talent, du musst ja mal durchbeissen, wenn die anderen besser sind. Und als Junge, wenn du nicht so schnell entwickelt bist, hast du ständig musst du mehr reissen, oder? Und plötzlich wird es ausnivelliert im Alter und dann sieht es plötzlich anders aus. Und die immer vorher locker gewonnen haben, haben dann plötzlich nebendran noch den Ausgang, andere Sachen, die einem ablenken und dann sind sie mal eher weg, als einer, der von Jungen müssen mehr machen müssen. Ja. Genau. Und du hast dich ja dann quasi zum Allrounder mit Sprinterqualitäten entwickelt, also zumindest ist das so aus der Recherche rausgekommen. Und das hat dich dann ja zu verschiedenen Teams geführt, eben du hast schon angedeutet, das erste Team war das Post-Team, nachher das super berühmte Phonak-Team. Vielleicht kommen wir dort nachher noch dazu. Dann bist du auf Frankreich zu, wie spricht man das eigentlich aus? AG... Probier mal. Ich weiss es nicht. AG du Serre La Mondiale hat es so mal geheißen. Jetzt haben sie es gehört. Und nachher zum IAM-Team, oder? Das war das Schweizer Team und dann ganz zum Abschluss noch zu BMC. Das sind so deine Karriere gewesen. Und du bist ja nicht unerfolgreich gewesen. Du hast wirklich da unsere Liste lang gemacht, da, was wir aufgeführt haben. Also 5-malige Schweizer Meister, Gesamtwertung von Quatre Jours de Dunkerque hast gewonnen, Gesamtwertung von der Tour Down Under. Du bist 5. geworden bei Paris-Roubaix, 3. bei der Strade Bianca. Das ist übrigens etwas, was der andere super cool findet, weil er das mal ein Monument genannt hat. Und dann haben wir einen Zusammenschiss bekommen. Und dann haben wir eben einen einladen, der ein bisschen mehr als mir versteht. Aber er war auch kein Profi gewesen und jetzt sind wir da mit dir und alles ist gut. Entsprechend darfst du es gerade beurteilen, was der andere gesagt hat. Aber du bist auch noch in der Top 10 bei Weltmeisterschaften gewesen. Du hast mehrere Olympiateilnahmen und du bist an allen 3 grossen Rundfahrten gefahren. Und jetzt, Martin, nimmt mich Wunder, wie reflektierst du eigentlich über die Zeit? Über deine Profizeit? Ja gut, manchmal sieht man die Chance, die man rausgelassen hat. Ich war eben Tour de France mal Zweiter wegen einem Zentimeter. Tour de Suisse auch einen Zentimeter. Es hat oft so ein manchmal gefehlt für das Grosse, obwohl ich es eigentlich drauf hätte. Und das war eher so ein mental bei mir. Ich habe nicht ganz daran geglaubt, dass ich es drauf habe. Eigentlich. Yeah. Und ich bin mega happy mit dem, was es war. Yeah. Ich sehe die verpassten Chancen, die ich einfach nicht wahrgenommen habe, obwohl ich es drauf hätte. Yeah. Aber ich bin völlig okay mit dem, was es war. Ich habe eine konstante Leistung gebracht, 17 Jahre lang und bin relativ gesund durchgekommen, ohne böse, sag jetzt mal, Geschichten. Ja. In dieser Zeit, die doch speziell war, in Sachen auch Doping, sind wir ehrlich. Ja. Und ich schaue zurück und bin mega dankbar, also grateful, also unglaublich dankbar. Ja. Also so lange kannst du das machen, was du gerne machst, aber wenn es hinten raus wird, ist auch ein bisschen schwierig geworden dann. Als Junge überlegst du nicht zu viel, oder? Und dann wird es immer ein bisschen schwieriger hinten raus, oder? Und auch vor allem die Positionskämpfe. Wenn Velofahren ist ja nicht nur physisch streng, sondern mit der Zeit auch psychisch, oder? Weil die Positionskämpfe, die gehen bis aufs Blut, oder? Nach dem Motto «Ça passe» aus der Gas. Und das ist wirklich dann immer schwieriger geworden. Klassiker musst du in gewissen Positionen vorher einfahren, die in die Pavis, das kannst du vergessen. Und das ist nicht einfacher geworden hinten raus. Ja. Aber wenn du so die Sachen anschaust, wo du gesagt hast, bist du dankbar für, was würdest du so highlighten? Also wenn du so 2-3 Punkte müsstest
aus deiner Karriere rauspicken? Also Rennenmenschen oder allgemein? Allgemein, ja. was so an Erfahrungen gewonnen hast oder was für Erlebnisse du hast im Radsport? Gut, halt viel um die Welt herumgekommen. Also gerade ein mega gutes Beispiel war für mich Tour Anander damals, ins neue Team gekommen, 2007. Das erste Rennen Tour Anander, völlig locker übergegangen. Wir haben dort noch sogar noch ein bisschen mit dem Sportkleider jeden Tag ein Bierchen gehabt, sind an den Strand gegangen, zwar auch seriös trainiert und dann ins Rennen gekommen. Und dort einfach so aus dem Nichts raus gewonnen und mega viele Freunde gewonnen aber dort. Golfprofi, den ich kennengelernt habe, jetzt noch gut kennen oder gut Kontakt habe. Ja, einfach so das Ganze drumherum auch, oder? Im Land innen sein, noch Erfolg haben und dann fürs Leben Freunde gewonnen zu haben. Das ist schon. Und dann auch, ich bin wieder zurückgegangen dort, bin wieder eingeladen worden dorthin. Und das ist schon speziell, ja. Und also, als ich ein bisschen recherchiert habe, habe ich auch gesehen, dass du, also es hat jetzt auf mich so gewirkt, deine schönste Zeit war 2013 bis 2016 bei, ich sage jetzt vielleicht falsch, Yam oder Yam, habt ihr gesagt? Cycling, ja. Okay. Und was ist jetzt dort viel besser gewesen als jetzt bei den anderen Teams, oder? Gut, bei Yam, das Team ist ja neu gestartet worden, oder? Und ich bin so, was ist das, im 12. bei Age Dessert bin ich rausgegangen und habe eigentlich kein Team mehr gehabt. Und ich wusste, soll ich aufhören, soll ich weitermachen? Und dann kommt das Team Yam. Und die haben mich als sportlicher Leiter wollen. Ja. Und dann hatte ich ein Meeting in Genf mit dem Michel Teta. Er ist so ein Finanzbude, ist das. Yam heisst Independent Asset Management. Das ist ein Finanzbude von Genf. Okay. Und nach dem Meeting habe ich gewusst, ich wollte noch einmal fahren. Ja. Und habe einfach die 4 Jahre, oder ja, 4 Jahre sind es gewesen, einfach von aus dem Null aus ein Team können leicht mitgestalten mit meiner Erfahrung, und ich bin auch gehört worden. Ja. Und es hat viele junge Fahrer gehabt und alles war neu gewesen, aber sehr professionell, sehr aus der Wirtschaft heraus denkend. Okay. Also das Team war wirklich extrem strukturiert gewesen. Und sich können einbringen mit der Erfahrung, die man hatte, das war mega schön gewesen. Wir hatten einen super Teamspirit gehabt, ja. Okay. Und wenn du jetzt so ein bisschen über die Gesamtzeit, über die 17 Jahre schaust, die prägendste Person, wer würdest du jetzt, ist jetzt vielleicht ein bisschen, also wahrscheinlich hören nicht alle jetzt, wo du müsstest aufzählen, den Podcast, das heisst, du darfst schon nur jemanden sagen, weil es gibt natürlich viele Leute, aber wenn jetzt du einfach jemanden müsstest auswählen, der für dich am prägendsten war, wer wäre das? Mega einfach, der Andi Reis. Okay, das ist der Besitzer, oder, vom IAM? Nein, das ist der Michel Teta. Der Andi Reis, der hat Phonak okay, ja, sorry. Hörapparat gehört und hat das Team Phonak damals gegründet. Ja. Auch BMC hat er gekauft. Das habe ich gemeint. Gehört auch ihm, genau. Und er haben wir eigentlich zweimal die Chance gegeben. Bei Post Swiss Team, wo ich nachher keinen Vertrag, also wo das Team aufgelöst wurde, bin ich nachher in sein Team gekommen. Im 2002, 5 Jahre fahren dort. Und dann eigentlich mein letztes Jahr, wo nachher eine Tour de Suisse in Cham war, wo ich unbedingt noch fahren wollte und kein Team mehr hatte und noch eins gesucht habe. Und dann wirklich darin können meine 16. Tour de Suisse fahren, daheim zu Cham. Ja. Ist natürlich für mich ein unglaublicher schöner Schluss gewesen. Und er hat so viel gemacht für den Radsport in der Schweiz, für die jungen Fahrer, hat eine Rennbahn gemacht in Grenken oben. Und ja, das ist, glaube ich, schon. Ist das der gleiche Andi Reis, der auch IB-Besitzer ist? Genau. Ja. Er ist leider gestorben im April 18. Ja. Und ist wirklich dann relativ, also ist jetzt nicht der Jüngste, aber 72 und er hat alles gehabt, alles auf dieser Welt. Ja. Und dann können geniessen und gleich ist dann das Team, also ist er dann gestorben und dann IB ist er dann, das Jahr darauf ist er ein Schweizer Meister geworden und er hat nie erlebt, dass die Mannschaft erfolgreich war. Ja. Mir tut ein munkeln, als er das Stadion gekauft hat und er hat nicht gewusst, dass die Mannschaft auch gerade dabei ist. Ja. Okay. Dann, ja. Also bist du auch Fußballfan? In dem Fall ein bisschen? Nein, eher Hockey. Eher Hockey. IVZ, ja. Ja, genau. Ja, dann sind wir ja 3 an dem Tisch. Tipptopp. Dann ist schon mal eine gute Grundlage da für ein gutes Gespräch. Nein, also kommen wir zurück zum Velofahren, weil wegen dem sind wir ja da heute. Was mich jetzt wundernimmt, Martin, eben, du hast das Leben auf der Tour 17 Jahre lang erlebt. Zuerst mal, wie war es überhaupt gewesen, dort Teil davon zu sein? Weil so als Außenstehender kann man das ja wie nicht einschätzen. Und vielleicht
also eine zweite Frage dazu, wie hat sich das Ganze verändert über die vielen Jahre, wo du dabei warst? Ein gutes Gefühl ist unglaublich. Der Lifestyle als Veloprofi für mich, es hat nichts Besseres gegeben. Ich bin am Morgen aufgestanden, zum Morgen gegessen und bin Velo fahren und am Abend heimgekommen und habe etwas gemacht, was ich wollte. Also ich habe es wirklich genossen. Ich habe während der Velokarriere eigentlich nichts nebendran gemacht, ausser ein bisschen Golf gespielt, ein bisschen Yoga gemacht, meditiert und so ein bisschen Bücher gelesen und mit Freunden mich getroffen. Also ich habe keine Ausbildung gemacht nebendran oder eine Weiterbildung in diesem Sinn. Das eigentlich jetzt sehr angepriesen wird, oder, dass man nebendran etwas macht. Ich habe die Velokarriere voll auskosten und habe den Lifestyle extrem genossen. Heute daheim, morgen im Flieger für das Rennen. Ich musste nichts organisieren, die Mannschaft hat immer alles Flug gebucht, man ist abgeholt worden im Flughafen. Also es ist alles gemacht worden für einen, dass man schnell Velo fahren kann. Das kennt der Ruderer nicht. Ja, so kann ich es natürlich nicht, aber jetzt frage ich mich doch, bist du wirklich jeden Tag aufgestanden mit Freude, dass du das machen darfst? Weil manchmal scheisst es doch an, das Training zu machen, nicht? Ja, natürlich nicht. Also ich bin nicht immer mit Freude aufgestanden. Okay. Also da hast viel Tiefes, wo es nicht läuft, wo irgendwie einfach der Wurm drin ist, kein Bock aufs Velo zu gehen, musst gleich. Und je älter du wirst, je mehr traust du auch, in diesem Tag nichts zu machen. Wirklich nichts. Okay. Und das ist die nötige Erfahrung, die einem dann weiterbringt. Oder nicht, dass wir durchzwingen. Ein Training mit schlechter Motivation bringt nicht so viel. Ja. Obwohl manchmal aus dem Komfort rauszukommen, gleich gehen und halt das Intervall machen, kann auch etwas auswirken in einem. Oder? Ich habe auch hinten raus ein paar Mal gedacht, ich weiss mal, ein Osterbrunch, glaube ich, im 16. noch, mega gegessen und dann war das Wetter so lala gewesen, kalt und dann dachte ich, nein, jetzt muss ich noch aufs Velo gehen, kein Bock. Und dann dachte ich, jetzt gehe ich gleich. Und dann habe ich mega super Intervall gemacht, es hat mir so Selbstvertrauen gegeben, weil die Wattwerte sind so gut gewesen, obwohl ich mich so schlecht gefühlt habe. Und eben, manchmal musst du ein bisschen über den Schatten das kalte Wasser kumpen ist eben nicht so schlecht. Ja. Und jetzt muss ich muss so schnell etwas fragen, das interessiert mich wirklich. Du hast gesagt, dann kann ich eigentlich selber, also dann muss ich, oder kann ich selber entscheiden, was ich dann mache. Oder so ist es mir jetzt übergekommen, aber es gibt ja schon jetzt nicht irgendwie einen Headcoach gegeben, der dir einen Trainingsplan geschrieben hat, was du machen musst und du hast dich sozusagen wie müssen bei dem abmelden, wenn du das Training nicht machst und das begründen. Und ist das so einfach gewesen, jetzt einfach zu sagen, hey, heute fühle ich mich wirklich nicht gut, ich mache es nicht? Das ist genau das, was der Oskar angesprochen hat. Was ist passiert zwischen dem, als ich angefangen habe und als ich aufgehört habe? Das ist wirklich, anfänglich hat man das noch nicht so kontrolliert. Man konnte trainieren, was man wollte. Man hatte zwar einen Plan gehabt, aber die Auswertung war nicht so strikt gewesen, wie sie jetzt nachher geworden sind. Hinten raus hast du das SRM gehabt. SRM ist das Leistungsgerät, wo du die Watt drauf hast. Ja. Und du hast genau gesehen, wie du trainierst. Wenn du das fährst und wie du trainierst. Und der Trainingsplan hat eigentlich einigermaßen gemacht werden, oder? Also jetzt in meinem Alter, also hinten raus auch nicht mehr. Aber die jungen Fahrer, die haben wirklich immer am Mobigsfeil runterladen. Also so ist es bei uns, ja. Genau. Ja. Und ja, das ist schon eine mega Änderung, oder? Das war vorher nicht so gewesen, anfänglich. Hat man einfach fahren. Anfangs war einfach viel Grundlage. Da hast du dich überlegt, wollen wir ins Kaffee fahren? Gehen wir von da irgendwie 80 Kilometer irgendwie mal Richtung Entlebuch. Dort nehmen wir das Kaffee und gehen wieder retour. Schon auch nicht nur Kaffeefahrt, aber eher so ein bisschen mit dem Hintergedanken. Ja. Genau. Und jetzt ist halt wirklich, du hast die Trainings zu machen, die Intervalls, und dann musst du den passenden Berg finden. Das habe ich eben hinten raus noch gemacht. Ich hatte den Marcello Albasini als Trainer beim Jam-Team. Und das hat mir eigentlich noch mega Schub gegeben. Dann ist so professionell, also wirklich systematisch trainieren, und ich hatte einen Leistungssprung dort, von der Watt her. Also es ist, du bist dort 38 gewesen, wenn ich richtig rechne. Ja. Das ist eigentlich schon krass, dass mit 38 noch kannst so etwas Neues finden und nochmal einen Leistungsschub anlegen, oder? Ja gut, oder, also im ersten Jahr Jam war am 13 gewesen, da bin ich 35 gewesen, ja. Ja, das stimmt, ja. Also weißt du, viele hören ja vor 35 schon auf, oder? Darum sage ich, für mich, die Zeit war einfach die wertvollste Zeit gewesen. Ich konnte also gar nicht mich motivieren, etwas Neues zu machen, und habe Erfolg in dem und bin konstant dann eigentlich in vielen Rennen gut gefahren, auch besser als vorher bei Age Dessert. Wobei ich muss sagen, Age Dessert hat mich ein bisschen lang gemacht, weil dann ich wirklich machen, was ich wollte. Okay. Und die Mentalität ist, glaube ich, nicht so optimal für mich. Ja. Dann ein bisschen laissez-faire. Und also, was zwar auch nicht schlecht ist zum Teil, aber ja,
ich habe glaube schon ein paar Jahre verschenkt, meine besten Jahre in diesem Team. Aber das ist alles... Aber ist das etwas, was du bereust? Überhaupt nicht, nein. Nein, bereuen bringt dir auch nichts. Das ist so, wie es ist. Akzeptieren, was ist. Dann hast du keinen Widerstand im Leben. Was mich wundernimmt, weil du gesagt hast, also weil wir jetzt über das Tracking vom Training reden, wir haben auch schon eine ganze Folge darüber gemacht, wie es aussieht mit so Apps wie Strava zum Beispiel, und der andere hat herausgefunden, dass du auch auf Strava bist und dass ist nicht du so schwierig, das regelmäßig auch benutzt. Und da nimmt es mir jetzt einfach Wunder, eben weil du gesagt hast, ihr habt das früher so gemacht mit diesen Files, und heutzutage kann ja jeder Hobbyfahrer quasi seine Trainings dokumentieren und das mit der ganzen Welt teilen. Wie siehst du die Entwicklung oder wie beurteilst du das Ganze? Gut, ich finde das super. Also eigentlich ist Strava ein Facebook von denen, die Sport machen. Und ich finde es lässig. Also kannst ja neue Leute kennenlernen durch das. Kannst neue Strecken herausfinden. Ich bin früher mit dem Gregor Rasch zusammen so viel recken, neue Strecken ausprobieren, die man nicht kennt hat, weil es einfach niemand kennt hat. Du hast es nie getroffen. Und jetzt kannst du genau, okay, der Weg geht, die Verbindung geht auch. Es hat mega sich einen Horizont eröffnet für viele Hobbyfahrer, die die Strecke oder die Gegend nicht kennen. Oder? Und ich finde es super. Ja. Es gibt einfach sicher ein paar Süchtige, die dort ein bisschen, die Koms jagen und vielleicht auch ein bisschen, nicht immer super fair. Aber was ist schon fair, wenn jetzt eine Hauptstrasse entlang fährst und da kommt von hinten ein Bus oder ein Lastwagen und gehst in Windschatten. Ja. Dann fahrst du mit 60, nur mit 250 Watt. Oder? Und hast alleine keine Chance in diesem Windschatten. Und gleich, ja, gehört halt dazu, sag jetzt mal. Und darum ist es nicht so ernst nehmen, die ganzen Com-Geschichten. Also Com heisst ja King of the Mountain. Ja, also du gehst ja auch noch jagen, oder du hast sicher mehrere bei deinem, also ich weiß nicht, ob ich das auch gesehen habe auf deinem Profil, aber ich bin mir nicht sicher. Kannst du jetzt gerade einen Com sagen, wo du besonders stolz drauf bist? Oder eben du sagst, du bist nicht der Jäger, aber ich glaube, irgendwo im Hinterkopf hast du wahrscheinlich doch einen, der gut ist und den hast, oder? Ja gut, ich habe wirklich ehrlich gesagt Ende Karriere, im Oktober 17, habe ich mir gesagt, hey, so gut bin ich nie mit Weg. Ja. Jetzt sollte ich noch ein paar probieren, schnell fahren. Aber auch nicht mehr mega, also weißt, auch nicht mehr jetzt in super Shape gewesen. Da bin ich so der Albis, nicht Bucheneck, bin ich voll gefahren und der Rufiberg vom Zuckersee Richtung Walchwilderberg eigentlich. Die beiden bin ich recht gefahren, wirklich auch super Wattwert gehabt, und da habe ich die damals geholt. Die sind, glaube ich, von Nicola Rohrbach mittlerweile geholt, abgefangen worden, weil er halt während der Corona-Zeit ein wenig Rennen gehabt und da haben sie halt ihre Energie dort getan. Aber ja, das sind schon gute Wattwerte gewesen, wo ich muss sagen, ja, so schnell fahren sicher niemand tun. Schade, ich bin die auch schon sicher mehrmals gefahren, also Bucheneck und Walchwilderberg. Ich kann es jetzt leider nicht gerade aufmachen, also ich könnte es schon, aber ich müsste halt das Segment suchen und Strecke, und dann wäre es lustig zum Vergleichen. Also ich bin auch noch nie jetzt in einem Time Trial voll rauf. Das Einzige, was ich mal gemacht habe, ist der Engine Check da im Zuckerberg. Also nicht, kennst du den? Der ist nicht lang. Nein. Ist nur 4 Minuten. Du kannst es als Swiss Cycling schicken. Okay. Und sie tun es dann beurteilen, ob du... Also ich kann jetzt nicht Velofahrer werden, aber ich kann mal wissen, wie ich so ein bisschen stehe und ob sie sich würden für mich interessieren. Weil ich bin eben öfters verletzt gewesen, habe viel auf dem Wattbike Zeit verbracht. Bin durch das ein bisschen besser geworden, und dann habe ich das herausgefunden und habe eben auch das gemacht. Und ja... Wo ist das genau, im Zuckerberg? Gerade nach der St. Verena Kapelle kommt ja die Kurve und dann hast du dort so ein Strassenschild. Wald drin, oder? Gerade dort, wo der Wald anfängt, bis eigentlich gerade... Blasenberg? Nein, viel weniger. Okay. Und zum Kreuz? Ja, zum Kreuz, genau. Also es sind etwa... Am Schluss, wenn du 4 Minuten hast, bist du sehr gut. Okay. Und ich bin irgendwie 7. oder so, aber sie haben sich nicht gemeldet. Also... 7? Vielleicht musst du mal ein bisschen Druck machen. Also ja, wenn der Martin da ist, dann los vielleicht auch von Swiss Cycling. So. Genau, also ladet mich mal ein für einen Test. Nein. Ja. Genau, jetzt sind wir wieder ein bisschen abgeschweift. Natürlich, so sind wir einfach. Aber ja... Eine Frage zu Strava habe ich noch. Ja, ich eben auch. Also, ganz zuerst. Komm. Ein paar... Was würdest du nie aufladen? Welche Daten? So bezüglich... einfach Trainingsschutz von dir selber, aber auch bezüglich einfach allgemein datenschutztechnisch. Weil es gibt ja Leute, die laden alles auf, es gibt Leute, die laden nur Zeit auf. Ich lade eigentlich alles auf, was einigermaßen interessant könnte sein. Okay. Nicht, dass ich irgendwie immer am TikTok gefahren bin, wenn ich jetzt irgendwie
beim Paaren abmachen und dann gleich wieder Retour fahren, wenn es so kein schönes Pfeil ist, lade ich nicht runter, aber ich habe eigentlich das meiste runter. Ich habe da wieder Angst wegen, ich muss meine Trainings nicht mehr schützen. Ja. Vorher schon nicht eigentlich, da bin aber, ich mit der Watt okay. eigentlich. Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Ja, das ist mir eigentlich, da bin ich nicht so... Und auch wenn du jetzt mal nicht so schnell bist, aber dafür eine schöne Strecke gemacht hast, dann ist es egal, dann lädst du es rauf. In dem Fall, ja. Also okay. ich fahre es nicht mehr nach Strava, nach Komo, ja. irgendwie Leistung. Okay. Das war deine Frage. Es kann mir manchmal peinlich sein, hast du probiert, einen Komm zu jagen bei einem, einen kurzen, oder? Und bist eine Sekunde langsamer. Du sagst, ja, jetzt probiert, aber nicht geschafft. Ja. Okay. Ja. Das hat es auch schon gegeben. Ja. Für einen Kollegen eigentlich, oder angezogen, oder irgendwie, oder geholt, aber extra nicht runtergeladen, weil ich ihn hässlich machen wollte. Ich habe so ein paar Fälle, die ich noch drohen durch das Fälle über, da habe ich den Kommen gefallen. Sehr geil. Sehr geil. Genau. Ja, ich möchte noch ganz kurz zurückkommen zu der ursprünglichen Aussage vom André, wo er mal gesagt hat, Strade Bianca ist ein Monument. Ich wollte das einfach noch abhaken, jetzt musst du mich noch bevor wir da wieder thematisch einigermaßen strukturiert weitermachen. Würdest du da mitgehen, dass Strade Bianca ein Monument ist, oder lange der Begriff Klassiker? Weil das haben wir dann nämlich gehört von unserem Experten dann nachher. Gut, das ist ein junger Klassiker in dem Sinn. Also damals, was ist das? Strade Bianca gibt es auch nicht so lange. In dem Maß, wie es jetzt ist. Zirkus. Oder ja. Nein. Ich weiß, am 08, als ich Dritter wurde, glaube ich, war 08. Ja. Da war es noch nicht so gross wie jetzt. Das heisst, das Rennen ist extrem populär geworden, auch durch den Mythos auf dieser Strade Bianca zu fahren, durch das Gravel fahren. Und für mich hat es ein völliges Monument wert eigentlich, oder? Das ist wirklich eigentlich wie ein Monument, weil es ist ein Salzrennen, ehrwürdig und aber er hat halt nicht so die Geschichte, glaube ich, von früher. Dass irgendwie damals Eddy Merckx gegen eine Legende gefahren ist, oder? Ja. Und dann, die anderen Klassiker hast meistens irgendwie eine Geschichte dahinter. Oder Flandern, Lombardei, was ist noch, Paris-Roubaix, Lüttich, Mailand Sanremo, da haben wir es, glaube ich, oder? Vielleicht Amstel Gold Race, ist es? Eben, ich habe in dem Fall, mich musst du nicht fragen, wenn ich die Aussage gemacht habe. Nein, in dem Fall bist du ja... Hat er dich wieder rausgeholt aus der... Ja, ein bisschen. Ja, manchmal. Nein, aber Monument gibt es, glaube ich, 5 oder 6. Ja. Und die anderen können es noch werden. Und eben, Strade Bianca hat für mich den Mythos, dass es könnte ein Monument sein könnte. Okay, sehr gut, danke Martin. Aber Martin, wenn wir schon bei so Rennen sind, was war denn eigentlich dein Lieblingsrennen gewesen, Lieblingsrennen? Sicher Flandern-Rundfahrt war ein spezielles Rennen. Paris-Roubaix. Tour de Suisse. Als Rundfahrt halt, daheim. Ja, etwa das. Mailand Sanremo bin ich immer gerne gefahren. Und die WM bin ich auch gerne gefahren. Ja. Okay. Ja. Und welches Rennen hat am meisten Aufmerksamkeit gebracht? Also weißt du, ist es Tour de Suisse gewesen, weil es daheim war? Oder ist es, sagen wir, Tour de France gewesen, oder? Gut, Tour natürlich schon. Tour schon, oder? Ist das... natürlich. Ja, Tour okay. Tour ist wie so beim Wein, es gibt ja Bordeaux und es gibt Wein, oder? Tour ist einfach unglaublich gross. Ich bin jetzt immer noch dabei als VIP-Chauffeur an diesem Rennen und sehe es jetzt wirklich von der anderen Seite. Ja. Ich meine, wenn die Tour kommt, stehen es einfach zu Millionen am Strassenrand. Das ist egal, was es ist. Wenn das jetzt in Dänemark, nächstes Jahr wird es im Baskenland so sein, es ist einfach unglaublich. Und kein anderes Rennen kann so Menschenmassen mobilisieren. Unmöglich. Und darum, okay. Aus der Olympiade vielleicht manchmal so, wie damals in England. Ist das so extrem von den Leuten her. Aber damals der Hype war mit dem Wiggins. Ja. Das war, glaube ich, 13 oder so. Oder 12? 12, ja. Das Team Sky. Zum Glück haben wir losgetan. Genau. Und eben, wir haben auch gesehen, dass du 7-mal Tour gefahren bist und Vuelta und Giro nur einmal je. Der Grund hinter dem ist, du hättest wahrscheinlich nicht selber entscheiden, ich habe die Tour so gerne, ich fahre jetzt die 7-mal und die anderen habe ich nicht so Lust, oder? Das hat schon andere Gründe, oder schon? Ja, mal. Also ich bin allgemein nicht so mega gerne 3 Wochen gefahren. Ja. Grand Tour ist einfach 3 Wochen, bin einfach 4 Wochen weg, oder? Krass. Also wenn du Tour fährst, hast du keinen Sommer. Du bist der ganze Jahr in Frankreich, oder? Ja. Und ich habe gerne die Eintagesrennen gehabt, oder so 3, 4, 5 Tagesrennen, oder Tour de Suisse maximal von der Länge her. Einfach
aus dem Naturell raus. Ich bin nicht Okay. so gerne so lange weg irgendwie. Ja. Und viele Okay. haben Freude gehabt die letzte Woche. Obwohl, mir ist eigentlich die letzte Woche immer am besten gelaufen, muss ich sagen. Okay. Meistens die besten dabei gehabt in der letzten Woche. Aber ja, ich habe mich jetzt nie aufgerissen, hey, ich wollte noch das und das, die Grand Tour fahren. Obwohl es eigentlich, obwohl mir eigentlich noch gelegen wäre. Okay. Zumal ich immer nach einer Grand Tour immer die beste Form hatte. So 10 Wochen Ja. nach einer Also Grand sagen wir Tour. so, du hast es einfach als Trainingslager missbraucht. Das darf ist ich niemandem jetzt- sagen. Ja, nein, Tour fahrst du in das Trainingslager. Das ist schon eher, dann kannst du Tour fahren natürlich. Aber ich habe... Ja, bis jetzt 2-3 Mal bin ich gegangen, ohne dass ich jetzt mega Gymp gemacht habe. Ja. Und ich Okay. hätte 2-3 Mal mehr können gehen. Und die Giro auch und die Welt auch, aber ich habe dann lieber die anderen Rennen bevorzugt. Aber also ja, eben, dass du nicht einfach so gegangen bist, das nehme ich an, weil du musst ja innerhalb des Zeitlimits bleiben. Entsprechend musst du ja schon ein bisschen Gäse geben amix. Und du hast eigentlich noch eine gute Frage Ja, das- gehabt im Runbook. Das nimmt mich nämlich jetzt Wunder, was du dazu sagst. Genau, und also Ruderer denken ja immer, sie sind sehr fit. Also sie sind auch fit, aber halt auf ihrem spezifischen Metier. Was denkst du, würde ein Ruderer, der auch ein bisschen Velo trainieren würde, also nicht irgendwie nur alle Wochen einmal, sondern sagen wir ein Drittel der Trainings, sagen wir, das sind vielleicht so 5 bis 7 Stunden pro Woche, könnte der an einer Etappe, also einen Tag, vor dem Zeitlimit ins Ziel kommen? Oder ist das für einen Nicht-Velofahrer absolut unmöglich? Gut, das ist natürlich eine mega schwierige Frage, weil was für eine Etappe? Es gibt wirklich Etappen und Etappen. Also sagen wir eher ohne Berg, eher flach, wo man auch im Peloton mitfahren kann. Die Frage ist, Kann man Peloton fahren, ja? kann er Peloton fahren? Kann er im Windschatten Okay. fahren? Hat er ein Gespür dazu? Und Mhm. wenn ja. Von der Leistung her sicher. Schon. Ja. Von Ist der ja Leistung technisch sicher. begrenzt. Also ja, die wenn Skills natürlich technisch- einfach. Ja, genau. Wenn du nicht kannst im Feld fahren, nicht traust im Windschatten fahren und Mhm. immer letzte Position und immer in der Handorgel bist hinten, Mhm. wenn es um Kurven geht, oder? Dann musst du immer Stop and Go machen, ein bisschen, dann kann es hart werden. Mhm. Aber physisch würde ich das einem zutrauen. Aber die Etappe muss wirklich... Also würdest du auch, die beste Etappe wäre schon flach? Oder? Gut, es kann auch flach sein, manchmal die bösesten Etappen. Schon. Wenn du durch gejagt wird, Seitenwind hast, Mhm. dann ist es härter als in die Bergetappe. Mhm. Ja. Weil du hast keine Abfahrt zum Erholen. Du bist ständig irgendwie am Positionskämpfen und im Windschatten suchen, oder? Wenn du Seitenwind hast. Oder und durch Gästchen durch willst du fahren und es gibt Ja. immer so Positionskämpfe, Kriegli. Aber es gibt sicher Etappen, wo du überlebt Mhm. hättest. Und hankerum aber auch, wo wirklich nach ein paar wenigen Kilometern wahrscheinlich weg gewesen wäre. Krass. Denke ich jetzt. Ja. Also ich glaube, das schätzt du richtig ein, weil eben die meisten Nicht-Velofahrer, die das Velo brauchen zum Trainieren, die fahren ja halt allein oder in maximalen Gruppen von keine Ahnung, 10 Leuten oder so und dann hast du natürlich, also ich bin noch nie in einem richtigen Peloton gefahren und kann das gar nicht einschätzen. Aber Das Thema du ist ja- bist sorry. Fahrer, Martin, also du kannst es ja beurteilen. Du kannst uns da kurz erklären, wie das ist, dort drin zu sein, weil ich glaube, eben wir als Außenstehende können das gar nicht irgendwie einschätzen. Ja, wenn das Feld kompakt ist und die Strassen breit sind, dann ist es easy. Dann fahrst du mit 60 fahrst du hinten locker mit. Okay. Hankerum, meistens im Start wird Vollgas gefahren. Bei Kilometer 0, 48 los, und eine Spitzengruppe weg. Und wenn es eine Etappe ist, die interessant ist für eine Spitzengruppe, kann das manchmal 1 Stunde, 2 gehen, bis die Ja. Spitzengruppe weggeht. Das heisst, sobald mal hinten Faden ist, Faden heisst, das ganze Feld ist eine Kolonne. Mhm. Das heisst, das Feld ist schon mal irgendwie 300 Meter lang, oder vom ersten zum letzten. Dann wird es richtig mühsam hin. Und dann hast du eigentlich als Nicht-Veloprofi eigentlich keine Chance. Weil Ja. die Sprints aus den Dörfern, aus den Kurven raus, die sind so, das ist ein Maximalsprint jedes Mal. Ich habe immer das Gefühl, das ist ein Ja. Zielsprint, oder? Aber es geht nur um, als du im Feld drin bleibst oder in der Gruppe drin bleibst. Und darum, Okay. ja, ist wirklich extrem abhängig, was ist für eine Etappe. Mhm. Aber ja, im Feld drin, Das ist auch Mut, alle oder? wollen vorne fahren, oder? Ja. Vorne ist am wenigsten gefährlich, Ja. aber haben nicht Platz für alle dort vorne. Wenn die Straße 2 Meter breit ist, wenn sie eher noch mehr vorne fahren, weil es sicherer ist. Das Ineos-Team vor. Gewesen früher, ja. Oder ja, immer noch. Die probieren es halt, die haben ihre Leute dazu, dass sie vorne immer die Position einhalten. Oder? Und der Kampf für das, der ist immens. Den siehst du nicht im Okay. Fernseher. Ja. Das ist wirklich, das ist brutal. Das ist ständig, probieren die anderen zwischen den beiden Rad durchfahren, oder? Ja. So musst du dir im Kopf überlegen. Und das ist wirklich, das Physische ist manchmal halb so schlimm. Das ist das Psychische, du Ja. musst immer Ja. vorne fahren. Und
in einer blöden Abfahrt kommt wieder einer auf der Seite führen, wo irgendwie schon 10 cm am Strassenrand bist, kommt gleich noch einer vorbei, oder? Ja. Das ist auch mit der Zeit recht auf die Eier gegangen. Du musst immer für die Position kämpfen. Ja. Jeden Meter. Wie oft ist gegiftelt worden? Ja, natürlich oft, ja. Das ist da wird manchmal schon ausgeteilt. Und bist du ein guter Trash-Talker? Nerven liegen blank. Ich glaube nicht, nein. Nee. Also immer besser geworden, aber... Ja. Aber ich habe eigentlich beliebig aus dem Weg gegangen. Ich habe das nicht gerne gehabt. Immer die Ego-Kriege da vorne, das ist wirklich... Ja. Das ist... Ja, also Trash-Talk lange da nicht. Du musst drücken, das ist ja manchmal ein Kampf. Ja, du musst selber ausfahren. Manchmal bist du ein Lenker. Ja, aber da wird nicht irgendwie... Schulter. Das sieht man ja dann. Mal. Da wird schon übergelangt und vielleicht auch mal einen gegeben oder so. Ich habe jemanden einen gegeben. Das ist so. Oder mal einen hinten am Knacki genommen. Und gesagt, hey, Bürschli, noch einmal. Ja, wenn er einfach 3-mal dich umfahren will, ja. Dann hast du das Gefühl, es geht um dein Leben auch. Also, es ist nicht so, wir fahren zwischen... Und der Start ist 40 und 60 Stundenkilometer auf Gegentouren, auf Strassen, die du nicht kennst. Krass, auf Löcher, die du nicht kennst, am Boden in Belgien, mit diesen Betonstrassen, wo du damit immer so Schlitz hat, wo du einhängen kannst. Ja. Das siehst du nicht im Feld drin, weil du siehst nur den anderen Arsch vor dir. Das heisst, du musst so achtsam sein und dann nebendran dich noch umfahren. Dann ist manchmal schon, ja, dann gibt es auch schon manchmal aus, aber da hast du wirklich zum Teil Battles gehabt, also wirklich, die haben einander wirklich richtig Tee gegeben. Und die sind ja auch gefordert für die anderen. Wenn die vor dir kämpfen und die beide umgehen, gehst du mit rein. Ja. Das ist ja meistens, die Störung, die ich hatte, war meistens, weil der vor mir umgekehrt ist und ich bin einfach drüber hingekehrt. Und dann verlierst du mit der Zeit das Vertrauen in Vordermann. Und dann hast du immer ein bisschen, bist du nicht an der Bremse. Und dann ist es schon fast. Dann wird es immer schwieriger, oder? Dann musst du das Vertrauen wiederholen. Krass. Ja. Okay, also ich glaube, ich habe noch mega viele Fragen, aber dass wir noch ein bisschen vorwärts kommen, wenn wir jetzt noch ein bisschen weitergehen. Genau, jetzt hast du eben gesagt, vieles ist technisch, also nicht nur Leiden, sondern mehr auch mental. Jetzt aber noch ganz kurz zum Leiden. Ich habe auch gelesen, dass dir das Leiden an und für sich gar nicht so viel Spass gemacht hat. Was war es denn eigentlich gewesen, was dich immer zum Weitermachen getrieben hat? Gute Frage. Man leidet schon gern. Ja, also... ich nicht unbedingt. Das ist mehr das Gefühl nach dem Leiden. Ja, das gibt so eine Art Flash und der treibt dich voran. Ja. Also Leiden ist eigentlich das falsche Wort, oder? Schmerz. Leiden ist, wenn du in die Vergangenheit zurückgehst und an Schmerz denkst, das ist Leiden. Mhm. Ja, stimmt eigentlich. Ja. Also jetzt ist es Schmerz. Ja. Und Leiden tust du erst dann, wenn du dem nachhängst, wo man weh gemacht hat. Ja. Oder? Also Schmerz, ich gehe die Limiten gehen. Genau, das gern, das meine ich, ja. Sag jetzt mal, wenn es so von der Zeit her limitiert ist, weisst genau, das Ruder weisst genau, nach wie viele Minuten? 6,5 im Schnitt, Minuten ist es vorbei. Ja. Wirklich. Ja. Das war beim Velofahren nie so gewesen, oder selten. Du hast manchmal einen Tour de France Start, weisst genau 1000 Höhenmeter. Und weisst genau, einer greift an. Und dann ist einfach Vollgas, das Überleben, also über den Bergen, also Überleben ist jetzt ein bisschen blöd gesagt, aber dass du einigermaßen noch dabei bist. Und dann hast du erst den Sperr gehabt, oder? Hast du über stundenweise manchmal hast du gelitten. Also hast du den Schmerz gehabt, oder bist du etwas drin gewesen, was ich lieber nicht wäre. Ja. Und ja, nein, das habe ich nicht gerne gehabt eigentlich. In dem Moment? Ausser du hast einen guten Tag und bist mental so gut drauf, dass es dir nicht weh macht. Dass du nicht im Körper drin bist und den Schmerz so ertragen musst, sondern dass du einfach Freude gehabt hast. Ja. Dass du irgendwie einen Tag hast, wo du einfach siehst, die anderen leiden alle. Aber ich eigentlich nicht. Es geht mir ein bisschen besser als die anderen. Oder? Und hast vielleicht dann einen guten Rang gefahren und bist im Ziel und wow, gut gegangen, morgen noch besser. Es ist, glaube ich, das, was einen dann so ein bisschen süchtig macht nach mehr. Oder? Ja. Oder die Erfolge manchmal, die wenigen Erfolge. Ich habe, glaube etwa 7 oder 16 Rennen gewonnen, Profirennen. Das ist ja nicht mal 1 pro Jahr, oder? Das ist eigentlich wenig. Die meisten Rennen hast du auf den Sack bekommen, oder? Ja, aber im Radsport ist eine individuelle Sportart, die du im Team ausübst, oder? Also, eine Teamsportart, die man individuell ausführen. Das ist Radsport, oder? Ja. Und darum hast du manchmal auch einem Teamkollegen zum Sieg verhelfen. Und das ist für dich auch wie ein Sieg in dem Sinn, oder? Und das ist auch eine Freude, mit der Mannschaft zusammen in den Kampf zu gehen und dann erfolgreich zu sein. Du müsstest eigentlich wie so der Topscorer, der ist ja nicht nur Goals, sondern auch Assists. Und dann könntest du ja wie auch deine Assists, die du vielleicht deinem Teamleader geholfen hast, könntest du zählen und dann hättest du
wahrscheinlich mehr Rennen gewonnen im übertragenen Sinn, oder? Ja. Und das hast ja das Gefühl, kommst du ja über, ohne diese Statistik. Ja. Yeah. Und das ist, glaube ich, das, was es ausgemacht hat. Und auch, auch in der Live-Style im Radsport. Okay. In der Natur, ich habe wirklich nach der Karriere müssen für mich eingestehen, ich bin eigentlich auch Veloprofi, weil ich gerne mit dem Velo im Zeug fahren und ein bisschen umeinander schauen, die Berge sehen, das Licht von der Sonne. Das gefällt mir extrem gut. Okay. Und das kann ich jetzt wieder mehr geniessen, dass nicht müssen schnell, sondern einfach geniessen. Das glaube ich. Genau. Bevor wir noch so ein bisschen den Teil von deiner spezifischen Karriere abschliessen, nimmt mich noch Wunder, so die paar Wattzahlen, das muss ich jetzt doch noch schnell wissen. Was sind ihr da so bei Ausdauertraining gefahren und bei HIIT-Trainings so für Wattzahlen? Kannst du mir da so etwas erzählen? Ja, also HIIT-Training, sage ich jetzt mal so Schwellentraining, Under-Over-Schwelle, da bin ich auch so, also meine Schwelle war etwa bei 400 Watt gewesen, ich konnte eine Stunde fahren, auf etwa damals 73 Kilo oder 72 Kilo und da bist du einfach halt irgendwie 2 Minuten lang mit 390 gefahren und dann 3 Minuten mit 410, also immer ein bisschen runter und drüber. Ja. Dann Intervall, so Minuten, einfach all out, vielleicht zwischen 700 und 1000 Watt. Okay. Wo einfach voll fahrst. Aber dann musste ich vielleicht etwa 3-4 Mal machen. Ja. Dann, was hat es noch gegeben? 30, 20, also 30 Sekunden voll und 30 Sekunden locker. Ja. Oder 4 Sekunden voll und 20 Sekunden locker. Das sind bei uns, oder wir 20. nennen das als HIIT-Training. Okay. Ja, was war das eigentlich so gewesen? Eine gute Frage. Auch zwischen 600-700 Watt. Krass. Und dann einfach wirklich der Rest wieder ruhig. Ja. Okay. Und wenn so jetzt Ausdauer, ich nehme an, Ausdauer haben wir meistens, oder jetzt die langen Einheiten haben wir draussen auf dem Velo gemacht? Oder hat es auch Tage gegeben, wo ihr gesagt habt, heute ist das Wetter so scheiße, wir gehen aufs Wattbike oder irgend so etwas? Oder? Ja gut, Rollen, ja. Aber Rollen ich bin einfach, nie gerne gegangen. Okay. Dann bin ich lieber langläufeln, wenn es schlecht Wetter war. Okay. Und das haben so, sagen wir, auf 2 Stunden? Ja, ich habe mich so gute Trainings, wenn ich so 4-5 Stunden Ausdauertraining machen, vielleicht 250 Watt, 240 Watt. Ja. So auf die ganze Zeit. Okay. Krass. Ja. Also beim Ausdauer würde ich wahrscheinlich noch am ehesten irgendwo herkommen, aber nachher, also wir haben mal einen FTP gemacht, dort hatte ich 405 Watt auf 20 Minuten. Also, super, ne? Ja, aber also, kommt natürlich aufs Gewicht davon noch. Ja, ich bin etwa so 74 gewesen. Okay, also ich bin auch, also ich wäre eher ein schwerer Velofahrer wahrscheinlich, oder? Ja. Oder? Ich meine, die leichtesten sind ja wahrscheinlich irgendwie 60 Kilo, weniger noch. Weniger als 60, ja. Das sind alles Mandalis, also weißt du, die siehst du echt. Ja. Die haben nichts dran. Ja, den Nairo Quintana kannst du in einen Rucksack packen. Ja, auf jeden Fall danke. Hast du Platz für den zweiten? Sag das nicht. Ja, eben, das ist jetzt mehr so ein bisschen für unsere Nerds da draussen, die gerne Wattzahlen wissen. Darum, da haben sie mal von einem absoluten Profi. Genau. Und dann noch die letzte Frage. Was ist so jetzt der Standard-Leistungstest, den ihr, sagen wir, mehrmals pro Jahr machen oder immer als Einstieg? Oder wie vergleichst du dich wattmäßig mit anderen, oder hast du dich mit anderen Velofahrern verglichen damals? Ist es eine gewisse Zeit, eine gewisse Distanz? Oder? Ja gut, einmal im Jahr haben wir immer einen Stufentest machen mit Laktat, mit Sauerstoff, alles. Das war eigentlich das Must gewesen. Und dann halt im Jahr innen siehst du ganz genau deine besten 20 Minuten, 10 Minuten, 5 Minuten, das siehst du immer. Ja. Nach jedem Training eigentlich. Ja. Und dort hast du ein bisschen verglichen. Okay. Also vor allem der Trainer auch, was du gemacht hast wirklich. Wenn du das Gefühl hast, bist nicht gut gefahren und dann sagt er, hey, schau mal deine Werte, hast du die besten Werte gefahren. Die besten 20 Minuten, die ich je gesehen von dir. Dann sagst du, wow, ist gut, oder? Das habe ich gemacht für das. Warum bin ich dann gekommen? Oder? Und dann machst du vielleicht von dem noch mehr. Okay. Wie ist denn der Vergleich mit den Teamkollegen? Passiert das automatisch? Passiert oder? Automatisch, ja. Ist auch limitierend natürlich. Wir haben zum Teil auf dem SRM so einen Phantom. Also das einfach alles Watt ist weiss geblieben, oder die haben es abgedrückt. Ja. Dass du eigentlich nicht limitiert wirst im Rennen von deinen eigenen Watt. Okay. Weil wenn du siehst 500 Watt, denkst du, ja, lang geht es nicht mehr. Ich kann nicht lange 500 Watt fahren. Das ist schon mental eigentlich zumachst. Oder?
dass du gar nicht das gesehen hast, oder? Okay, ja, das ist auch noch spannend. Das ist ja. eigentlich noch gut, ja. Dass du einfach nach dem Instinkt gehst und nicht immer nur nach diesen Watt, oder? Das ist limitiert. Aber mental nimmt mich jetzt doch noch etwas Wunder. Und zwar, du hast gesagt, du machst Yoga. Wie wichtig war Mindfulness während deiner Karriere? Sehr wichtig für mich immer. Ja. Aber es ist jetzt noch viel wichtiger geworden. Okay. Ja, vorher war es so ein bisschen, ich mache das ein bisschen, um noch besser auf dem Velo zu sein, wenn ich ehrlich bin. So ein bisschen auch ego-driven. Ja. Und jetzt ist es ganz anders. Ich habe irgendwie das jetzt hinter mir, das was Velo war, das müssen sich beweisen immer, müssen leiden, der Druck auch, die Leistung. Das ist wie jetzt weg, oder? Und jetzt ist wirklich so, jetzt probiert man, Yoga heisst ja eigentlich Union. Das heisst eigentlich, es gibt so einen guten Satz, der heißt Now Yoga. Und der Satz kommt dann immer zustande, wenn Menschen merken, was immer auch aussen sich ausdehnen, das heisst eine neue Uhr oder ein neues Haus, ein neues Auto. Das Glück ist nicht von extrem langer Dauer, das hoch, oder? Weil du musst immer etwas Neues haben. Genau. Und Yoga heisst das Ausdehnen von innen nach außen. Und das ist eigentlich darum auch, weil ich das Ganze praktiziere für mich täglich. Das ist wirklich die innere Zufriedenheit. Dass du hast Kontrolle 100% über dich, was du denkst und fühlst, aber was draussen passiert, ist nicht in deiner Hand, oder? Und genau, das Mindfulness hat für mich einen anderen Wert bekommen. Ja. Das ist noch spannend, ja. Ich nehme an, also du hast gesagt, du machst schon seit längerem Yoga, also auch schon während deiner aktiven Zeit, oder? Wahrscheinlich bist du eher einer der wenigen gewesen, der so etwas gemacht hat, nehme ich jetzt an, oder? Also am Anfang war ich glaube der Einzige. Ja. Und dann im letzten Jahr im BMC-Team haben sogar Yoga-Lehrer an mich eingeflogen von Amerika. Was? In den Trainingscamps zum Yoga machen miteinander. Ja. Also es ist schon... Weil... Entschuldigung, ja? Ja, es ist halt, Yoga ist ja nicht nur sich verkrümmen und ausdehnen, sondern Yoga sind Atemübungen. Es ist auch Meditation. Und das ist natürlich das ganze Päckchen, das das ausmacht. Oder? Ja. Und das ist eine extreme Bereicherung, wenn man die Atem bewusst kann. Nein. Absolut, und eben, ich habe auch jetzt noch das Gefühl, dass in der gesamten Sportwelt wird das immer noch extrem unterschätzt, wie wichtig eigentlich auch eben das Körpergefühl oder das Mentale eigentlich ist. Und um jetzt noch ein bisschen gesamthaft über die Entwicklung des Radsport zu reden, was hast du das Gefühl, was so der nächste grosse Schritt ist jetzt im Profi-Radsport bezüglich so ein bisschen Entwicklungsstufen? Ist es das Mentale, das noch mehr wird kommen, die Ernährung oder mehr auch die Individualisierung, auf die Person noch mehr eingehen? Was würdest du sagen? Also absolut das Mentale. Okay. Was zwischen den beiden Ohren passiert, das ist das Wichtigste, oder? Dort tust du deine Limiten, deine Grenzen immer setzen, jeden Tag, jeden Morgen, von Neuem. Und wenn du dort die Boundaries ein bisschen ausdehnen, dann kannst du auch mehr erreichen. Okay. Aber solange es gibt so eine gute 3 Sätze, first being, then doing, then having. Also du musst es zuerst in dir innen haben. Ja. Aber die meisten leben aber umgekehrt. Sie wollen schon das haben, machen etwas dafür, aber sind es gar nicht richtig. Und darum haben sie nicht das Glück. Darum, wenn du visualisierst, das möchte ich vielleicht im Rudern auch, wenn du dich visualisierst, wie du durch das Ziel fährst und du bist wirklich als Erster durchgefahren, hast du das Gefühl auch. Ja. Der Körper checkt nicht, dass du nur im Kopf hast. Und je mehr du die gehst, je mehr zieht es dich dorthin. Je mehr wirst du das auch in der Welt aussen erfahren dürfen. Und darum sage ich mental von jung auf, einem Verantwortung ganz übergeben für das Leben, das er hat. Er ist ständig Schöpfer, man schöpft ständig mit seinen Gedanken, mit seinen Limitationen und mit seinen Möglichkeiten. Und wenn man dort etwas machen kann, schon im frühen Alter, gibt man einem Sportler oder einem Menschen ein Werkzeug mit, das er das Leben lang braucht, nicht nur im Sport. Ja, also wir haben es ja schon angesprochen, Radsport ist ja ein brutaler Sport. Und wenn wir schon bei Mentalen sind, was macht für dich einen mental starken Fahrer aus? Einer, der immer die Verantwortung selber übernimmt für seine, was er gemacht hat, nicht immer Ausreden hat. Einer, der auch mal, wenn es mal nicht gut läuft, kann das Rennen gleich durchziehen, nicht gerade aufgibt, wenn es mal nicht so läuft, wie er will. Ja. Einer, der im Team denkt, dass er auch Freude hat, wenn ein anderer gewinnt. Okay. Das Zusammenhalt. Ja, und einer, der halt positiv ist. Genau. Einer, der dankbar ist und einfach eine gewisse Lebensfreude hat für das Leben und auch für den Sport oder das. Das ist einer, der für mich einer ist, der eigentlich auch im Team haben will, oder? Gibst du eigentlich bist du auch irgendwie ein Mentor oder Mentalcoach oder
Also wir haben ja, du bist auch bei Beyond, oder? Oder heisst es? Beyond Cycling, ja. Beyond Cycling. Ja. Ist dort auch, dort ist das Mentale, ist das auch dabei, oder hast du nebenbei noch jetzt irgendwie bist du Coach für Mentaltraining, oder? Weil es klingt jetzt alles sehr gut, was du sagst, oder? Also, danke. Gut tönen ist es ein, aber das muss ich... Ja, aber ich glaube es dir auch. Nach 17 Jahren kann man, glaube ich, sagen, es sollte stimmen, ja. Nein, mich zieht es dort hin, genau, du hast recht. Ja. Beyond Cycling ist durch das zustande gekommen, durch meine eigene Lebenskrise nach dem Radsport, mit der Trennung, Ja. wo ich dann selber hinschauen gewisse Sachen. Und dann habe ich dann selber auch eine Coaching-Ausbildung gemacht, für mich eigentlich nur. Mhm. Und ich habe nie erfahren für mich, hey, wow, das ist mega, das zieht es mir richtig an, das ist das Feuer, habe ich dort drin. Ja. Und dann habe ich mal Beyond Cycling gegründet, um Leute zu coachen auf dem Velo. Aber Beyond sieht es so aus, es ist nicht nur Velo, sondern über das Velo vielleicht zum Mentalen, zum noch mehr als nur Velofahren, mehr als nur das Physische. Und ja, mal möchte ich jetzt dort hin und ich werde sicher noch mehr Ausbildungen machen für mich, obwohl ich eigentlich schon in mir drin habe, das Wissen. Ja. Und, aber gewisse Sicherheit muss ich dann auch an den Tag legen. Und hast du richtig ja, nein, ich habe jetzt einfach gespürt, da, eben das Feuer habe ich gemerkt, das ist warm geworden da. Genau. Ja, ich glaube, wir haben noch 2 grössere Themenblöcke zum Radsport. Ich weiss, den einen finde ich eigentlich fast schade, wenn wir den jetzt anreissen, aber das kannst du auch beurteilen, Martin. Du kannst natürlich da auch mitreden. Das ist das Thema Doping, du hast schon vorher angesprochen. Ich weiss nicht, ob das fast schon wieder schade ist für das gute Gespräch, das wir haben. Oder ob du da noch willst, vielleicht ein paar Insights liefern im Sinne von, einfach wie du die ganzen Sachen gesehen hast oder die Entwicklung im Radsport, weil du hast ja die, in Anführungs- und Schlusszeichen, goldige Ära miterlebt, oder? Mit Armstrong und wie sie alle geheißen haben und entsprechend mit all diesen Dopingfällen. Oder ob wir einfach wollen, zum Radsport in der Schweiz springen und einfach nur das anschauen. Ich weiss nicht, wie ihr das seht. Du, ich bin offen für das, das ist kein Thema. Also es war sicher nicht gerade die goldige Zeit, als ich gefahren bin. Es war eher vorher, damals 98, wo glaube die grosse Katastrophe war mit dem Fall mit Epo, mit Festina und so. Aber Ist die ersten Jahre... das mit Pantani gewesen? Oder ist das Pantani noch vorher gewesen? Nein, Pantani war später gewesen. Er hat im 98 Jahr Tour de France und Giro gewonnen. Genau, habe ich mal einen Doc gesehen darüber. Genau, und dann, ja, ist halt die Lance, die Armstrong-Zeit ist halt schon dort gestartet natürlich. Ja. Bis, wann hat er aufgehört? Wo er ist ja 2007 oder 5. Ich glaube, im 09 hat er aufgehört, oder? Wo Contador noch einmal gewonnen hat. Er ist ja, glaube ich, mal weggegangen, wieder gekommen. Oder? Genau. Ja, nein, wir können über das reden, kein Thema. Ja, gut, dann. Also nicht, dass wir jetzt schon anfangen und gar nicht... Nein. Ja. Aber du hast sicher auch eben als Profi-Velofahrer, also den Generalverdacht. Wie bist du mit dem umgegangen? Hast du da mal irgendeinmal müssen sagen, hey, jetzt lange es, du kannst nicht einfach alle in den gleichen Topf rühren? Oder hast du auch ein gewisses Verständnis dafür gezeigt, dass jetzt halt einfach, ja, eine Art, dass jetzt du als Radsportler auch musst damit klarkommen? Also es war sicher extrem frustrierend im Phonak-Team. Also, ja. Ich weiss, mit dem Gregi zusammen, Gregi Rast, auch im Phonak-Team, Teamkollege war, durch den Zoo gefahren und da rief der Phonak-Topper hinten nachher. Also wir haben viele, also mehr als 10 Mal haben sie uns abgehöbelt, fast so ein bisschen verbal. Ja, und das ist schon mühsam, weil vielleicht war ich gerade mega motiviert manchmal, du musst gleich fahren in dem Wetter und dann wirst du als Topper abgestempelt. Nur weil sie irgendwie in den Medien gelesen haben von diesem Phonak-Team, bist halt dann auch wirklich mitgefangen gewesen. Und das ist halt das gleiche Trikot gehabt. Und sind wir ehrlich, es ist auch viel Seich gemacht worden in diesem Team. Und nicht nur im Phonak-Team, auch in anderen Teams in dieser Zeit. Ja. Bis zu einem gewissen Moment, wo dann einfach die Kontrollen schärfer geworden sind, wo dann auch die Website gekommen ist, wo man dann sich alltag einloggen, wo man schläft, oder? Genau. Wo man verfügbar ist für einen One-Hour-Slot zum Kontrollieren. Ab diesem Zeitpunkt habe ich das Gefühl, hat sich einiges verändert. Okay. Aber auch dann und jetzt tun noch Fahrer beschissen. Es geht um viel Geld und der Mensch ist per se einer, der manchmal mit unlauteren Mitteln einfach besser sein, als er eigentlich ist. Oder? Und Geld verdienen mehr oder bekannter werden. Es ist nicht manchmal nur das Geld, sondern auch so der Raum, oder, den man bekommt. Oder? Ja. Und ja, es war eine heavy Zeit, wenn ich jetzt zurückschaue. Unglaublich. Ich war mit dem Tyler Hamilton im Zimmer. Der hat mal ein Buch noch rausgegeben, oder?
Ich habe das Buch nie gelesen, wenn ich ehrlich bin. Ja. Aber ich habe Sachen gehört, die er gesagt hat, oder? Ja. Ich bin die erste Tour de France im 04 auch dort dabei gewesen. Ja. Und er hat damals anscheinend Blutdoping in den Ruhetag gehauen. Und du bist im Zimmer? Also mit ihm im Zimmer gewesen? Also jetzt während der Tour selber das Einzelzimmer gehabt. Aber ich bin okay. vorher mal ins Zimmer geteilt und mega Mensch. Oder? Ich habe ja übrigens auch vor 2 Jahren eingeladen, das Tortur Gravel, sind wir zusammen als Team gefahren, weil er einfach einer ist, der nachher einen sauberen Tisch gemacht hat. Oder? Ist per se ein guter Mensch. Sind alle eigentlich gute Menschen, ausser sie haben die falsche Energie um sich herum irgendwie oder sind in einem falschen Umfeld drin, oder? Und dann können Menschen unglaubliche Sachen machen. Und wie viel, also das ist jetzt gerade noch ein guter Punkt, wie viel ist es Fahrer selber und wie viel ist es aussen, sagen wir jetzt eben Trainer oder einfach irgendwelche anderen Leute? Ist es meistens der Fahrer, der kommt? Oder also ja, eben, ich weiss jetzt nicht, wie gut du das kannst beurteilen, aber du bist einfach in der Szene dabei gewesen. Sagt der Fahrer, hey, ich brauche jetzt etwas, oder kommt da auf jemandem, es kommt jemand auf dich zu und sagt, nimm das. Wie hast du das Gefühl, wie ist das damals abgelaufen? Der Fahrer gesucht. Der Fahrer schon. Der Fahrer sucht, der Fahrer weiss, was abgeht. Ein bisschen. Von anderen Teams. Ist ja meistens, die Verträge sind manchmal 2 bis 3 Jahre, oder? Pro Mannschaft. Und wenn du von einem Team kommst, wo weisst, das und das nimmt man, dann sagst du dann schnell mal dem Teamarzt, wie ist es da, oder? Was möchte er da? Und dann hat er schnell mal gespielt, Phonak, die gehen Gas, oder? Die haben genug Budget. Da kannst du all in gehen. Und da sind recht viele gekommen, oder, wo dann wirklich das auch, wo dann das eigentlich ausgenutzt haben, oder? Und ja, also es war immer die eigene Motivation gewesen. Okay. Also, ich bin jetzt 17 Jahre lang Profi gewesen, da ist nie einer gekommen. So, Martin, jetzt nimmst du die Tabletten, jetzt bist du weg. Das war nie der Fall gewesen. Das ist immer eine Ausrede vom Athlet, wenn er nicht mit dem Druck umgehen kann, den er selber sich gibt, zu einem Vertrag wieder nächstes Jahr, oder? Aber ich verstehe es. Ich habe im Jam-Team, wenn ich denke, mal bei Jam sind alle super. Ich bin so naiv gewesen und gemeint, das ist ja so, oder? Und dann ist ja rausgekommen, dass in diesem Team einige, auch Schweizer Fahrer, Blutdoping gemacht haben. Und ich habe die Welt nicht verstanden. Wenn sie wenigstens schneller gewesen wären, oder wenn sie irgendwie schnell gewesen wären in dieser Zeit, kann ich es noch verstehen, aber die haben im Nachhinein, die haben einfach Angst gehabt, die haben keinen Vertrag mehr. Und die können ihren Lieblingsberuf nicht mehr ausüben, oder? Und haben aus ihrem eigenen Druck heraus, haben sie ihn abgeschissen. Und darum, ich habe dort gelernt, du kannst eigentlich nur dir selber vertrauen. So richtig vertrauen kannst du nur dir selber. Ich hatte zu viele Fälle gehabt, wo einfach Sachen passiert sind, wo man sagt, hey, aber nicht der, oder? Das kann nicht sein, das glaube ich nicht, ich glaube es nicht. Aber ich glaube immer noch an den sauberen Radsport. Ist vielleicht naiv, aber ich kann mir vorstellen, Pogacar, den sehe ich super. Sorry. Ich glaube nicht, dass der bescheißt. Das finde ich eben auch das Krasse, so als Außenstehender, der Unterschied, eben, wenn man die Ära anschaut, die ich eben falscherweise als goldige Ära bezeichnet habe, und heute, es ist irgendwie ganz auch ein anderer Typ Mensch, der fährt, nicht? Oder zumindest wirkt das von außen so. So eben gerade wenn man von Armstrong, von Landis und so redet, das sind so für mich so Charaktere gewesen, so Typen. Absolut, ja. Und dort verwundert es mich irgendwie wie nicht, dass das passiert ist. Aber wenn ich jetzt eben Pogacar oder Roglic oder wie auch immer sie heissen anschaue, dann sind das mehr so ein bisschen bodenständige Jungs. Aber du hast ja auch gesagt, auch bei denen kannst du dich täuschen, oder? Ja, sicher. Bei so bodenständigen Menschen. Eigentlich ist es schade, haben wir nicht mehr so Typen wie ein Sagan ist der letzte vielleicht noch, den wir haben. Ich bin eine Zeit Cipollini gefahren. Cipollini war der Chef im Feld. Er hat seine Jungs gehabt. Und dann manchmal vor dem Start gesagt, schau, ist es manchmal flach gewesen, ein Berg und dann wieder flach. Also, weißt du was? Der Start ist nach dem Berg. Vorher greift keinen an, oder? Ja, und wenn du angegriffen hast, ist einer von seinen Kollegen vorgegangen, hat ihn irgendwie zusammengeschissen und wieder zurück ins Feld. Das hat so richtige Goons. Wahnsinn, wirklich eine Autorität im Feld drin. Nachher natürlich ein Lenz auch, auf seine Art. Ja. Das gibt es jetzt eigentlich in dem Sinne nicht mehr so. Es gibt schon ein paar, die noch etwas zu sagen haben, sicher. Aber ja, es ist anders geworden. Ja, die Zeit ändert sich ständig. Und mir hat es eigentlich noch gefallen, die Personen, die sich ändern. Miguel Indurain, das ist eine Legende. Ich habe letztes Mal mit dem Tortur fahren. Der fährt noch genau gleich. Und das ist für mich unglaublich. Das ist wie so ein eingefrorener Star, der genau gleich fährt und der immer noch seine Autogrammkarte dabei hat. Und ich kann mir vorstellen, die heutigen Stars, die sind anders im Alter. Die sind ich weiß auch nicht, ein bisschen
Ja, eben wandelbar, oder? So ein bisschen unscheinbar. Ja, unscheinbar vielleicht sogar, ja. Kann sein, ja. Ja, hoffen wir es natürlich nicht. Hoffen wir, dass alles mit rechten Dingen zu und her geht. Genau, jetzt vielleicht noch zum Abschluss, wenn wir noch ein bisschen die Schweiz beleuchten. Also das Velofahren auf Schweizerdeutsch gesagt in der Schweiz. Ich weiss nicht, Velofahren tönt immer so ein bisschen leger, aber hast du auch gesagt, ich meine, ja, bist ein Velofahrer, oder? Ein Gümmeler, ja. Ein Gümmeler. Gümmeler, ja, genau. Gümmeler, ja. Genau. Jetzt gerade von Anfang an weg, die Schweizer Radsportszene, wo siehst du die im Moment, wenn du jetzt einordnen mit Vergangenheit und Zukunft? Ist es ein Aufwärts-, Abwärts- oder eine Stagnation kann man nicht sagen, aber geradeaus-Trend? Ich denke mal, geradeaus Trend. Das ist so ähnlich. Wir haben immer gute junge Fahrer immer wieder. Jetzt haben wir einen König, der recht am Horn reisst, der eigentlich knapp vor dem Weltmeistertitel war im Zeitfahren, wie damals Cancellara. So aber er ist noch nie auf dem Level von Cancellara, aber er ist doch ein Top-Fahrer, der einen Klassiker gewinnen kann. Dann haben wir eben einen Hirschi, der leider jetzt momentan nicht mehr so gut war, aber der kommt auch wieder, denke ich. Ja. Dann haben wir einen Mauro Schmid. Wir haben viele junge Fahrer, die super fahren eigentlich. Also, ist jetzt nicht gerade einer, wo man kann sagen kann, der wird in den nächsten 5 Jahren all die Rennen gewinnen. Das sind eher jetzt andere Nationen. Ja. Aber der kann morgen da sein wieder. Die kommen manchmal wie aus dem Nichts raus. Oder? Darum, wir haben in der Schweiz einen soliden Nachwuchs. Ja. Jetzt gibt es ein neues, ist es ja nicht, das Tudor-Team vom Cancellara. Genau, hat viele junge Fahrer ja. und das ist gut. Okay. Das hat ein super Know-how da drin. Und es gibt noch ein zweites Team, das man jetzt noch nicht in den Medien gehört hat. Das Schweizer Team eigentlich, mit grossen Sponsoren, mit ein paar jungen Schweizer Fahrern dabei, die auf der zweiten Stufe werden fahren. Ja. Also jetzt sind einige wie heisst es? Die Namen ändern sich immer. Früher war es GS1 und GS2. Pro Tour Level ist eigentlich das höchste, oder? Und das andere ist Continental Pro. Ja. Und das wird das zweites noch geben. Okay. Das heisst, das ist immer die grösste Basis, dass es ein Schweizer Team gibt, dass junge Fahrer in das Team gehen und dort gross werden. Und wenn das nicht gewährleistet ist, ist es einfach nur wenige Talente, die im Ausland irgendwo Unterschlupf finden. Ja, oder? genau. Und, der Radsport ist so populär wie nie, habe ich das Gefühl. Okay. Allgemein auch. Die Gümmeler, die es da überall gibt, das ist unglaublich. Woran liegt das? Ja gut, Corona war sicher ein Katalysator. Die Leute nicht mehr in die Gym gehen und Zeit gehabt mit Homeoffice. Sie haben sich alles Velo gekauft, das habe ich auch. Gehabt, genau. Sie sind Velo fahren. Und das ist... Und haben einfach viele Freude bekommen, Velo fahren. Ja. Und hast du das Gefühl, es wird auch ein bisschen besser vermarktet? So, weißt, jetzt die grossen Rennen, hat sich dort etwas im Marketing verändert? Sagen wir jetzt bezüglich Instagram oder weißt so ein bisschen wie eine Art... Die Formel 1 hat ja auch so ein bisschen ein Revival gehabt, weil sie es alles ein bisschen umgestaltet haben gegen raus. Ist das beim Velofahren auch ein bisschen der Fall? Oder was siehst du dort? Ich finde es. Velofahren ist fancy geworden. Man leitet sich so ein bisschen mit coolen Trikots an. Ja. Die Velos haben ein bisschen Style. Also es ist ein Style-Sportart geworden, wo vorher überhaupt keiner war. Okay. Vorher ein weißes Höckli und bei rasiert hast, bist du gerade der Homo gewesen. Und jetzt mittlerweile gibt es so viele Hipster auch, die sich stylen mit Velosachen, mit der Schnauze und einfach so ein bisschen. Genau, ja. Und das ist schon ein Lifestyle geworden, wo vorher niemals so war. Und ja, Insta ist sicher auch so ein Faktor. Ja. Vor allem, die Leute sind ja teilweise auch Profis, aber die fahren eigentlich gar nicht mit, habe ich das Gefühl. So, gerade so ein Rick Zabel zum Beispiel, oder? Der Sohn von Erik Zabel, genau. Der ist ja mega berühmt auf Insta. Ich weiss nicht, ja, doch, ich schaue es wie das auch. Ja. Und der ist ja eigentlich auch Teil von einem Profiteam, aber ich habe den noch nie gesehen bei einem Rennen. Aber der ist wahrscheinlich berühmter als die meisten im Feld. Das finde ich wirklich eine krasse Entwicklung. Ja. Ist er auch noch auf TikTok? Das kann, was ich weiss nicht, aber auf Insta sicher. Und der hat hure viele Follower. Also eigentlich clever, oder? Weil so kannst du wirklich, hast ja viel Zeit in den Hotels und du kannst eigentlich locker etwas schneiden oder etwas Cooles machen. Und er hat früher dazu genommen, Insta, und ich habe den nur vor etwa 3 Jahren das letzte Mal gesehen. Und zum Teil kommen jetzt einfach so rein, die Videos, die du gar nicht gesucht hast. Ja, ist so. Und ja, ich finde es noch cool. Ja? Also es ist noch lässig und es ist sicher... doppelt, kann sicher das Geld doppelt verdienen, so, oder? Mit dem Team. Und wenn du in einem Team bist, wenn wir das mal sagen, um in einem Profiteam zu überleben, musst du gut sein. Okay. Einfach damit bekannt sein, das lange nicht. Ja. Also du musst, es ist noch Leistung, das Team, weil die Plätze sind so rar. Ja. Das ist ja damals beim Andi Reis, als ich gesagt habe,
das BMC, dort ins Team jetzt kommen, da musst du entweder ein mega Klöpfer sein, super Jungtalent, oder sonst ein bisschen Connection haben. Und ich habe es damals mit der Connection gemacht, mit dem Andi, oder? Und darum sage ich, ein Rick Zabel ist dort, weil er auch Velo fahren kann. Er kann Velo fahren, okay, gut. Wenn wir nochmal zurückkommen zu der Schweiz, also da haben wir nämlich noch eine Hörerfrage, die wir unbedingt stellen müssen. Und zwar fragt der Raffi, weil du das ja alles erlebt hast, wie ist der gegenseitige Support zwischen den Schweizer Fahrern? Boah, eine schwierige Frage. Der Support in welcher Beziehung? So, Kennt man sich und schreibt einander, hey, viel Glück, Brudi? Oder ist es mehr so ein bisschen, ja, ich kenne ihn, wir sehen uns an den Anlässen, aber eigentlich habe ich nichts gross mit dem zu tun? Gut, wir haben immer halt so manchmal so Trainingsgemeinschaften. Also jetzt so in der Schweiz haben wir immer etwa so zum Teil so maximal 5 Fahrer gehabt, die wir manchmal getroffen haben. Michi Scherner, Gregi Rast. Oder ein Küng von halt Zürich-Oberland haben sich manchmal getroffen zum Trainieren und dann kennt man sich halt schon. Und ja, tut einander schon ein bisschen supporten, klar. Und im Rennen vielleicht fragen wir, hey, komm, wir greifen mal an zusammen, wir mal schauen. Okay. Das hat schon mal gegeben, aber zu wenig eigentlich, weil die Konstellationen manchmal so komplex, oder? Yeah. Du musst für dein Team Leader fahren, oder hast du nicht mehr so gute Beine, weil du vorher alles gegeben hast. Es muss recht viel zusammenkommen, dass du wirklich etwas zusammenplanen in dem Sinn. Aber das hat unser Club immer gesagt, der kann Hagedorn. Wir können doch mal etwas zusammenfahren, mal dann davon. So einfach ist es aber nicht, das wäre zu einfach. Oder? Und es gibt ja nicht irgendeine Schweizer Nazi in dem Sinn? Das gibt es mal. Also die WM und die Olympiade ist immer als Nationalmannschaft. Da kommst du ja zusammen und fährst miteinander. Ja, aber du trainierst ja eigentlich wie nicht zusammen vorher, oder schon? Nein, also 23, das habe ich mir gemeint. Schon und dann als Profi eigentlich dann nicht mehr. Ein paar Tage vorher kommst du zusammen und dann bist du einfach einen Tag professionell und fährst als Team. Ja, okay. Und wie ist es denn eigentlich, gerade wenn ich so denke, zum Beispiel Olympia, wird dann einfach gesagt, hey Jungs, ihr müsst zum Sieger machen und ihr helft einfach, oder jeder für sich und quasi einfach als Team? Der alle entscheidet, oder die Viola am Genau, Ueli Moore. Nein, ist auch ein bisschen komplex, wenn ich ehrlich bin. Da gibt es einen sportlichen Leiter, also den Nationalcoach, der muss das Team, die Talente zusammenführen und einfach den Besten auserwählen. Und der ist halt dann der Leader. Ja. Und dann musst du halt manchmal als Nicht-Teamkollege für den fahren, obwohl vielleicht ein Teamkollege von einer anderen Mannschaft hast, der auch gewinnen kann. Es kann manchlich recht kompliziert werden. Ich weiss, damals bei Phonak-Team, Olympia Athen, bin ich auch als Schweizer am Start gewesen, und dann plötzlich irgendwie einen Aufstieg Tyler Hamilton mal am Publikum gesagt, hey, come on ride for Phonak. Und dann bin ich so ein bisschen gefahren, Tyler ruft, ich komme fahren, aber ja, es kann manchmal ein bisschen schwierig werden. Aber mittlerweile, also ich habe eigentlich erleben damals in England, Olympia in London, haben wir eine mega Mannschaft gehabt mit dem ganzen Gerard damals. Wir haben wirklich einen mega Job gemacht. Er ist dann leider in dem Richmond Park in der Kurve ausgeschlüpft. Das ist Olympiasieger geworden. Weiss ich noch genau, ja. Aber die haben alle einen Sprint machen für Cavendish. Oder wir Schweizer die Einzigen, die das Rennen hart machen. Wir haben wirklich alles gemacht, dass das Rennen auseinandergeht. Und das ist ja auseinandergeht. Das ist so, habe ich wirklich erlebt, dass der Sport, damals der Nationalcoach, uns wirklich so heiß machen können, dass wir für einen Fahrer fahren, dass wir wirklich fast Erfolg haben. Ja. Geil. Genau, dann noch, wieso die Schweiz eigentlich mehr bei Eintagesrennen und im Zeitfahren besser ist als jetzt für das Gesamtklassement? Ich denke, wir haben zu viele gute Schoki und Käse hier in der Schweiz. Alle zu dick. Wir haben ja Berge eigentlich, oder? Ja, eigentlich haben wir alles. Wir haben eigentlich alles da, um Rundfahrtspezialist zu werden. Gute Frage. Ich meine, wir sind auch keine Holländer, die einfach so von Natur aus 1,90 sind. Und ich nehme an, jetzt irgendwo bei Swiss Cycling tun sie auch nicht spezifisch jetzt die grösseren oder die selektionieren, sondern die wollen sicher auch eher kleine, starke auch, oder? Ja. Du, ich weiss es auch nicht. Okay, in dem Fall ist es vielleicht auch Zufall. Es ist sicher Zufall, es ist vielleicht uns Gott vielleicht zu gut, ich weiss nicht. Vielleicht wir lieber nur einen Tag lang tief gehen. Ich weiss es wirklich nicht. Wir haben ja auch gute Rundfahrtenfahrer, das ist nicht so, dass wir niemanden haben. Ja, klar. Aber wir haben schon länger keine Romingers und Zülle mehr, das ist so. Ja, vielleicht kommt schon gleich wieder einer. Ja, wenn wir bei dem sind, gibt es irgendwelche Hotshots, wo wir beachten für in der Zukunft? Also Hirsch hast du sicher schon mal gesagt, aber der ist ja schon in der Szene verbreitet. So gewisse, die man als Außenstehender nicht
so auf dem Schirm hat. Vielleicht. Gut, wenn ich ehrlich bin, ich bin auch nicht so nahe jetzt im Nachwuchs. Ja. Ich sehe es eigentlich auch nicht. Ich hatte einfach einen Mauro Schmid, wo ich muss sagen, der ist unglaublich gefahren letztes Jahr, also der WM. Ja, hat ja Pech gehabt, weil Ja, sie sich Pech, gegenseitig ja, das ist halt ausgebremst einfach das haben, Rennen halt, Ja. bis manchmal so ist, aber so in diesem Alter so gut kannst du fahren, ist schon mal ein gutes Zeichen und ja, ich kann jetzt keinen Namen sagen, also sicher, mal einen kann ich sagen, aber der ist auch nicht mehr unbekannt, ist der Jan Christen, ist ein junger 23-Fahrer, ein ganz junger, also ein Junior eigentlich, ist jetzt neu 23 und der hat schon das Team gefunden beim Pogacar, schon unter Vertrag. Ja. Also das ist schon kein Unbekannter mehr, wenn du in einem Profiteam bist in diesem Okay, Alter. okay. Oder? Aber das ist sicher einer, der wird kommen. Ja. Der hat noch grössere Brüder. Der Vater war damals im RMV Hamagdon Elite- oder Amateur-Schweizer Meister gewesen und ein bisschen mein Vorbild. Ah, In ja. diesen Zeiten, als ich angefangen habe. Cool. Lustig, seine beiden Söhne sind die neuen Reisser von der Schweizer Veloszene, denke ich. Ja. Geil. Gut, weil das Ziel ist mal, dass wir irgendwo in 20 Jahren können sagen, hey, Wir haben voll es vorher rein gesagt. mit dem Martin Elmiger, hört mal die Folge, dort haben wir es gesagt. Ja, ich denke, da sind wir nicht weiter weg. Okay, mit dem gut. Namen. André, hast du noch eine Frage? Oder wenn wir Hey, jetzt im Moment bin ich gerade wirklich sehr zufrieden, aber Es wir gibt werden noch so noch, viel. wir Es werden gibt noch noch- Tausende in den Sinn kommen und wahrscheinlich Ja. werden uns noch mehrere Hörer und Hörerinnen schreiben, hey, wieso habt ihr das nicht gefragt, so spannend gewesen, aber Entschuldigung, wir können einfach leider nicht alles abdecken. Wir haben aber noch ein kleines Spezial vorbereitet, Genau. oder etwas, was wir nicht jedes Mal machen. Ja, doch, wenn wir Gäste haben, Ja, machen wenn wir wir das Gäste ja, haben. machen wir das ja relativ gerne, und zwar eine Schnellfragerunde. Martin, du weißt ja, wie das funktioniert, oder? Das muss ich dir nicht erklären. Ja und nein, oder was? Ja, nein, du musst einfach ganz schnell auf unsere Frage antworten, ohne Okay, viel Noch überlegen. nie gehört, noch nie gemacht. Noch nie gemacht? Okay, ja, dann ist jetzt auch wieder Premiere. Und es läuft eben so, wir haben 11 Fragen vorbereitet und wir stellen immer abwechslungsweise dir eine Frage stellen und du musst dann so schnell wie möglich und ohne groß überlegen antworten. Okay, Ja. I try. Gut. Willst du anfangen, soll ich anfangen? Ich kann anfangen. Nur du. Also, erste Frage ist, wenn du Radprofi geworden wärst, was denn? Es gibt kein Wenn oder Aber, es ist also so, wie es war. Sehr gut. Dein Lieblingsrennvelo? Ein Factor, Das musst du jetzt sagen, oder? also Ambassador. Genau. Gehen wir nicht weiter darauf ein. Dann, das bin ich wieder, oder? Gravel oder Mountainbike? Das eine tun, das andere nicht lassen. Okay. Sehr gut. Die schönste Velotour in der Zentralschweiz? Klausenpragel. Das Also, heißt, es ist ein Klausenprügel. Also heißt Klausenpass und Prügel. Also ein Pragelpass, so. Geil. bin ich? Sorry. Der beste Fahrer momentan ist... Der Van Aert. Ja. Wout van Aert. Wout van Aert, für mich. Ich weiss eben auch nie, wie man Andere es sind sagt. Lieblingsfahrer. Die nächste Tour de France gewinnt? Der Pogacar. Würdest du einen Schweizer Meistertitel gegen einen Sieg auf der Tour tauschen? Ich würde gerade 2 reingeben. Gut, Geil. hast ja ein paar. In welchem anderen Sport wärst du am besten? Triathlon wäre sicher noch gut gewesen. Mhm. Oder Kann man vorstellen. mehrere Sport. Ich mache mehrere Sportarten gerne, aber... Golf? Professionell glaube ich nicht, nein. Okay. Zu wenig Geduld. Dann bist du eher Typ Katz oder Typ Hund? Eher Hund, denke Gut. Martin, hast du ein geheimes Tattoo? ich. Nein, Kein Olympiaring oder irgendwie... ich bin nicht so Was Tattoo-Fan. tun sich eigentlich die Velofahrer tätowieren, wenn nicht Olympiaring? Gibt es irgendwie, also Tour de France? Der Name von der Kind. Okay. Sonst eigentlich, ja vielleicht Tour de France. Etappe, Sieg, Okay. der Ort vielleicht. Okay. Aber nein, ich kenne eigentlich keinen, der ein Okay. spezifisches Velo-Tattoo hat. Außer vielleicht so, mal so Zahnritzel oder irgendwie so Zahnkranz. Ja. Okay. Ja. Sehr Okay. geil. Wann machst du das nächste Mal Ferien und wo geht es hin? Ich habe keine Ferien geplant und darum weiss ich nicht, wo es hingeht. Wo würdest du am liebsten? Wieder mal auf Australien. Okay. Aber es muss nicht so weit sein. Ich kann auch gerne nach Sri Lanka. Nicht so weit.
Wahrscheinlich ist Mallorca oder Sizilien ein Velocamp, das ich leite. Okay. Aber es ist ja nicht... Es ist zahlte Ferien quasi. Ja, aber eben, das zeigt ja nur schon, dass du es sehr gerne machst, weil es in deinem Kopf ist als Ferien abgespeichert. Also, das passt. Ja. Genau, das wären eigentlich die 11 Fragen gewesen. Ich glaube, du hast es nicht schlecht gemacht fürs erste Mal. Danke. Danke euch. Und jetzt kommen wir noch zum allerletzten, und zwar zu unseren Songs. Wir haben uns alle vor dem Start von dieser Folge noch spontan darauf vorbereiten. Ich kann immer noch kennen. Ich habe einen. Ich weiß nicht. Am besten fangen wir mit unserem Gast an, mit dem Martin. Wie war das eigentlich gewesen? Hat dich Musik stark geprägt während deiner Karriere? Oder, ich meine, draussen kann man ja nicht, hörst keine Musik? Also, ich bin selten mit Musik angefahren. Ja. Aber nein, Musik ist für mich immer extrem, nicht heilig, aber es ist wirklich wertvoll für mich. Ich war damals mal in der Jungmusik Okay. als Euphonium-Spieler. Okay. Und nachher dann halt wirklich Musik mehr gehört. Und nein, Musik ist immer ein wichtiger Faktor in meinem Leben. Ja. Ja. Und darum darf ich jetzt zuerst auswählen, also zuerst mein Ding sagen. Also, ich würde sagen, wir Oder- fangen mit dem aha. an, was geht. Ja, Hast klar. du bereit, oder? Ich kann es auswählen. Also, dann sag's nur zu. Kid Francescoli und der Titel heisst Moon. Okay. Sehr geil. Müssen wir nachher mal reinhören. In welche Playlist oder in welche Richtung Musik würdest du das eher tun? Ist es eher ein Laufen langsam. Trainingsplaylist? Nein, sonst oder? bekommen wir ein Problem mit dem Copyright. Wirklich? Ja. Im Hintergrund? Ja. Ui. Also entspannt. Okay. Also, Ja, also wir tun das vielleicht noch an einer Playlist zuordnen. Es ist vielleicht nicht gerade die Elektro. Mal so Elektro. Ah, okay. Aber perfekt. eigentlich eher fein. Soft Elektro. Ja. Gut. Also welche Session würdest du jetzt mit der machen? 2-stündige G1 oder? Sicher kein Hit wahrscheinlich. Oder schon auch? Ja, es könnte auch sein. Schon? Könnte auch Hits, ja. Okay. Ja, bist wirklich, kann überall sein. Gut, tipptopp. Also wir müssen noch nachliefern, So ein welche bisschen- Playlist es das ist eine kommt. Allrounder-Musik, wie Sehr ich damals gut. als Velofahrer war. Tipptopp. Das wollen wir eben, dass die Leute ein Lied bringen, das sie sehr gut beschreibt und wo man auch dazu trainieren kann. Bei mir ist es auch ein Training, das mich an ein Wattbike-Training erinnert. Und ich nehme das natürlich aus dem Anlass, dass jetzt der Martin bei uns ist. Und es heisst «The Bad Touch» von, jetzt muss ich ganz schnell schauen, oh, jetzt habe ich aufs Falsche gedrückt, vom DJ Gollum. Also «The Bad Touch» kennt man eigentlich von der Bloodhound Gang, Ja. aber es ist ein Remix, also ihr müsst euch mal reinziehen, es ist wirklich gut, um ein intensives Velotraining zu machen. Habe ich auch in meiner Playlist. Hast du Im schon Gym. mal Wattbike? Nein, aber in meiner Gym-Playlist. Ah, okay. Gut, dann mache ich noch den Abschluss und mein Lied ist für die Hip-Hop-Playlist Rico von Meek Mill featuring Drake. Ja. Genau. Damit sind wir am Ende. Wir haben jetzt knapp 90 Minuten, also doch mehr, als wir eigentlich wollen, aber das ist auch ein gutes Zeichen, weil Und vor allem, wir hätten ja noch Fragen. Also ja, so es wäre unendlich geworden, aber ja, wir sind mega, mega froh, dass du zu uns gekommen bist. Ja, Es ist danke vielmals, Martin. eigentlich ein riesen Zufall gewesen, dass wir dich so kennengelernt haben und ja, danke vielmals. Ich danke euch. Die Zeit ist geflogen, ist immer ein gutes Zeichen. Ja. Und merci, dass ich da sein und es ist immer selber erstaunlich, was man dann erzählt, oder? Weil Ja. die Ja, Fragen ja. haben wir noch nicht alle Tage. Ja gut, ich meine, bei uns musst du auch Angst haben, dass wenn du so einen erfahrenen Sportler einladest, dass die Medien schon alles ausgefragt haben und du bei jeder Frage denkst, hey, das habe ich jetzt schon 10-mal vom SRF gehört, 3-mal vom Blick und eins von 20 Minuten, aber es ist gut, wenn du sagst, wir haben ein bisschen neue Aspekte reingebracht. Gut, jedes Mal, wenn du älter wirst, hast du wieder, siehst du alles anders, wie es war. Es ist eigentlich jedes Mal wieder eine neue Frage. Irgendwie. Ich sehe es immer anders. Ja. Genau. Ja. Martin, du hast jetzt noch die Möglichkeit, natürlich deine persönlichen Unternehmungen oder dein Insta zu pluggen, wenn du das möchtest. Du darfst also gerne da noch kurz Werbung für dich selber machen. Wir haben eine riesen Reichweite. Ja. Also gut. Wir haben schon so viele Aufträge bei der Firma Neopro Lichtwerbung, dass wir eigentlich gar nicht mehr dürfen haben dann. Nein. Neopro Lichtwerbung, genau nach Folter mal, bis wir mich beschriftigen. Und dann ich selber Beyond Cycling, coache die Leute auf dem Velo, bringe sie näher, dass sie ein bisschen schneller um die Kurve fahren, sicher unterwegs sind. Genau. Und Martin Elmiger auf Instagram, glaube ich. So. Ja. That's it. Also wenn dein Account nicht gelöscht worden ist, so wie heute irgendwie die Hälfte von Instagram gelöscht worden ist, dann ist er dort noch rum. Ist das so? Ja, Das ist ja so. ich habe mich gefragt, was ich Verbotenes gemacht habe, weil es ist gestanden, dass meins gesperrt worden ist. Ja.
Und, unser Insta-Account ist auch gesperrt worden. Wirklich? Okay. Ja. Also musst du nachher schauen, ob er noch mehr ist. Mach ich. Und wenn er dann bis die Folge rauskommt, wird das Problem sicher wieder behoben sein. Genau. Und in dem Sinn gehen wir jetzt eigentlich wirklich zum Schluss. Auch das Mal ist es nicht sehr schwierig für euch wahrscheinlich zum Zuhören. Es war extrem spannend. Wir danken aber euch trotzdem, dass ihr dabei gewesen seid. Vergesst den Podcast nicht zu abonnieren. Das könnt ihr auf Apple Music und bitte auf Spotify eine 5-Sterne-Bewertung geben. Auch du, Martin, kannst nachher auf Spotify bei uns eine 5-Sterne-Bewertung geben, weil das ist so ein bisschen ein Insider. Ich sage das immer, dass das mir das Wichtigste ist am Podcast, aber es stimmt natürlich nicht. Und ja, wir werden auch weiterhin versuchen, euch die besten und spannendsten Updates von der Sportwoche zu liefern und euch ein bisschen zu unterhalten. Genau, und vergessen nicht, unsere Playlist auf Spotify zu hören und uns auf Instagram folgen, sobald es uns wieder gibt. Dort findet ihr uns unter Volllinie_Podcast und natürlich dürft ihr unseren Podcast gerne teilen und eure Familie und Freunde von uns erzählen. Und in dem Sinn, bleibt gesund und macht viel Sport und wir hören uns nächste Woche. Ciao zusammen. Ciao zusammen. Tschüss zusammen.